Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1-Podcast mit euch Hosts, dem Kasel und dem Simi. Ja, der habt richtig gehört mit dem Simi, aber nein, keine Angst, den Schubs, den haben wir nicht abgesetzt. Der Simi ist heute als Ersatz da vom Schubs, weil der Schubs ist immer noch nach wie vor in den grünen Ferien, also sprich im Militär. Und somit habe ich jetzt eine Vertretung gesucht und habe den Simi reingeholt, der ja unter anderem schon beim F1-Bingo mitmacht und somit ein sehr, sehr guter Ersatz ist für den Schubs. Wir reden heute unter anderem vom Baku Grand Prix noch etwas, wo noch war, und auch dann noch vom Singapur Grand Prix und natürlich auch über das grosse Thema, was gerade heute bekannt gegeben wurde, ist am 26.09. Der Daniel Ricciardo verlässt das Visa Cash App Racing Pool F1 Team, sprich ist rausgerührt worden aus dem Team sowie auch aus der Formel 1. Und ja, wir wünschen euch viel Spass mit dieser heutigen Episode und wie immer auch eine gute Unterhaltung. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release. Heute aber dann nicht mit dem Gabu, sondern mit dem Simi. Der ist heute der Ersatz vom Gabu. Der Gabu ist nach wie vor immer noch in der grünen Ferien und ich habe ja die letzte Episode alleine aufgenommen. Und darum habe ich jetzt mal den Simi gefragt, ob er Zeit und Lust hätte, auch eine Episode mitzumachen. Und jetzt machen wir das zweite. Und wir haben hier wieder unsere Themen rausgeschrieben, was man möchte in dieser Riesen-Episode, ja, vielleicht nicht gerade Riesen-Episode, aber eine Episode, wo wirklich viel passiert ist jetzt in den letzten 2 Wochen. Wir haben heute den 26.09., wo wir die Episode aufnehmen, einfach so, dass ihr ein bisschen im Kopf habt, was das für ein Datum ist, oder welches Datum das wir heute haben. Und ja, zuerst einmal, Simi, merci vielmals, dass du mitmachst. Ich hoffe, dir geht es gut. Hoffen wir heute ja. Ja, danke. Du, ich freue mich, dass ich mal hier einen Einsatz wieder darf. Ist geil. Ja, sonst war es immer noch beim Bingo gewesen, wo ich schon lange so ein Update und immer noch nicht gemacht habe. Aber ja, das letzte Mal bin ich daran erinnert worden, obwohl ich so gesagt habe, mich daran erinnern. Aber egal. Vielleicht heute Abend schaffe ich es noch einmal. Mal schauen. Irgendwann will ich es schon schaffen. Also, wir legen los. Wir starten chronologisch wieder natürlich mit Baku. Das war das letzte Rennen, das noch war vor dem Singapur-Rennen. Und ja, Training lassen wir jetzt einfach mal aussen. Wir gehen eigentlich direkt gerade ins Qualifying rein. Und wir starten mit einem Fehler bei Williams, der passiert ist. Und es ist so ein richtig dummer Fehler. Und ich glaube, es ist etwas, was wahrscheinlich auch noch nie passiert ist in der Formel 1. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass je schon mal ein Air Cooler oder so ein Engine Cooler hängen geblieben ist oder stecken geblieben ist. Und sie einfach das Auto rausgeschickt haben. Ich meine, das Ding ist knallgrün oder gelb oder was auch immer. Und ist einfach vergessen gegangen. Also der dort oben am Auto habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe schon gesehen, dass sie es auf der Seite vergessen haben. Bei den Seitenkästen, das habe ich schon mal gesehen. Ja, das ist wirklich mal gesehen. Aber oben, das ist sehr speziell gewesen. Vor allem, wie lange er einfach gestanden ist, bis der mal wegrühren. Ja, gut. Es war ein bisschen scheiße, dass er hat ihn wahrscheinlich auch nicht am Boden schmeißen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach dem Marshall dort weitergeben. Aber der darf natürlich halt nicht auf die Strecke gehen, wenn er das Go nicht bekommt. Und das ist natürlich ein bisschen scheiße. Und ja, wirklich hure lang gehabt, bis er das Ding draussen hatte. Aber gell, das Ding ist hure eng, das Cockpit. Und nachher musst du irgendwie so aufkrügeln, dass du das Ding kannst irgendwie rausnehmen. Und ich denke, das wird ja auch irgendwie noch ein kleines System dahinter sein, dass das irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, nicht gerade immer rausrutscht, weißt du? Also von dem her, ja. Es hat auch nicht gelangt für eine Runde für ihn nachher im Q3 ist er, glaube ich, oder? Wenn ich ich habe jetzt schon gezittert, dass da gar keine Hotlaps mehr möglich wären. Also das wäre ein sehr antiklimatisches Ende gewesen, wenn er das nicht noch rausgebracht hätte. Ja, aber er hat es dann schlussendlich nicht geschafft, die anderen dann schon. Aber wäre schon krass, wenn noch ein Red Flag gekommen wäre wegen dem. Dann haben sie zum Glück dann noch relativ gut gemanagt dort. Aber ja, sehr, sehr bitter. Es hat lustig ausgesehen, aber ob der Mechaniker nach wie vor dort bei McLaren, genau, bei Williams arbeitet, weiss ich auch nicht. Das ist doch ein bisschen bitterer Fall in meinen Augen, aber ja, mal schauen. Ich glaube, also ich habe nicht gelesen, dass er gedroppt wurde, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht irgendwie rausgerührt worden wäre. Ja, Menschen können sich so schnell einen neuen Mitarbeiter leisten. Jetzt in dieser Cost-Cap-Ära, die müssen doch jeden Rappen umdrehen. Oder in diesem Fall jeden Pfund oder was auch immer sie haben. Ja, gut, jetzt glaube ich, so einer, der den Kühler oben rein tut und rausnimmt, könnte ich also gar noch machen. Oder würde ich für weniger Geld machen, wahrscheinlich. Als sich ein Formel 1 Auto anlängen.
Nein. Ja, aber das ist eigentlich so das Qualifying fast gewesen. Es ist ja nachher noch der Vorfall mit dem Norris gewesen. Norris hat ja auch noch ein scheiß Qualifying gehabt. Der ist ja in Q1 schon rausgedroppt, weil er ja laut seiner Aussage gelbe Flagge gehabt hat. Beziehungsweise müssen lüpfen. Also es ist ja, glaube ich, ein Yellow Flag in diesem Sektor. Oder auch dort, wo er gerade durchgefahren ist, meines Wissens. Aber eigentlich so, dass er so eigentlich, oder dass er nicht gerade involviert wäre, habe ich gemeint. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber jedenfalls richtig scheiße für ihn. Er ist zwar dort nachher in der, ich weiß nicht, welche Kurvennummer das ist, aber er ist ja dort voll vom Curb aufgeballert und so richtig slidet, was ihn auch viel Zeit gekostet hätte. Darum, keine Ahnung, ob das wirklich nur wegen dem war. Wegen dieser gelben Flagge. Boah, es ist schwierig. Also, das Curb-Riding, ich glaube nicht, dass es das ausgemacht hätte, dass er nicht wegen dem weitergekommen wäre ins Q2. Ich glaube, es hat auch so gelangt. Scheint's. Ich habe zuerst immer gemeint, die gelbe Flagge sei so im ersten, zweiten Sektor gesehen, Kurve 6, 7. Aber sie sind ja scheint's wirklich erst in der ganzen Hot-Speed-Phase kurz. Kurve 18, 19 sind kurz ins Lenkrad schnell gelb aufgeleuchtet. Okay. Und da kann ich mir halt schon denken, wenn das wirklich sollte dir passiert sein, dann ist natürlich schon, wenn du dort vom Gas gehst, auf einer High-Speed-Passage, dann verlierst du natürlich schon die entsprechenden Zehntel. Ich muss aber auch sagen, ich bin nie nachschauen, ob das wirklich der Fakt war. Ich bin da lediglich noch so auf X immer nachlesen, was da die User gepostet haben. Wegen dem Ocon, der langsam gemacht hat? Ja. Wegen dem Ocon war es, okay. Ja. Ja, also ich habe einfach nichts gesehen, irgendwie auf Social Media als Video oder so, weißt du, wo normalerweise siehst du immer schnell wieder mal so etwas auf Social Media, eben so ein Clip, wo das irgendwie so eingeblendet wird. Ja, wie du gesagt hast, ist natürlich schon möglich, wenn es eben so eine Hot-Speed-Phase oder Bereich ist, dann nachher kostet das hier und da schon mal wirklich viel Zeit und dann ist es gut möglich, dass man halt dort das liegen lässt. Plus eben nachher der Curb-Ride am Schluss dort. Ja, alles zusammen kombiniert, gibt natürlich den Schusssümmli, wo man langsamer ist. Für ihn war es natürlich auch scheiße gewesen. Das ist ja so. Er hat dann aber dafür im Rennen können recht gut fahren. McLaren hat dort halt ein bisschen schon bewiesen, dass sie doch ein gutes Auto haben, eigentlich. Also vor allem auch in langsamen Passagen. Aber sogar die Stadtkurs liegt dem Auto eigentlich schon, muss man ganz ehrlich sagen. Also das Auto sieht recht gut aus und ist momentan sicher das beste Auto im Grid. Das definitiv. Und ich finde es einfach richtig krass, wie so der Wandel jetzt war. Eigentlich McLaren, wo die vor ein paar Jahren waren, der Struggle, den sie hatten, alles drum und dran. Mhm. Und auch, wo sie ja auch ein bisschen Anfangsjahr waren und wo sie jetzt sind. Also die Entwicklung ist schon extrem stark von denen. Absolut. Also, ich meine, wir haben uns noch alle immer darüber lustig gemacht, wo sie Honda hatten. Ja, Backmarket-Team, die arbeiten nicht mehr führen. Mit Renault ist auch nie wirklich vorwärts gegangen. Und so, vor allem in der Ära mit dem Budget Cap. Also, man hat ja gehofft, dass das Ganze ein bisschen näher zueinander hinkommt, mit allen Teams auch vorher nachher. Ich bin aber wirklich nie im entferntesten Schimmer davon ausgegangen, dass McLaren die Budget Cap so hart nutzen wird und so einen riesen Schritt vorher macht mit dem ganzen Drumherum, was sie geschafft haben. Und jetzt einfach badass vorne weg sind. Also es ist enorm, die Entwicklung. Vor allem, es hat einfach geschlagene 14 Jahre, etwa 14 Jahre gebraucht, bis McLaren jetzt dort ist, wo sie mal gesehen sind. Und das ist Wahnsinn. Ja, ist aber auch geil, sind wir ehrlich. Es ist wirklich cool geil. Eben das Team hat voll den Downfall erlebt, ist wirklich eigentlich hinten nachgefahren und ist einfach wieder jetzt eigentlich on top. Und ich meine, wenn das McLaren schafft, wieso schafft das dann vielleicht auch mal ein anderes Team nicht? Ich meine, also, ja, tut mir jetzt leid, aber reden wir jetzt gerade von Williams zum Beispiel. Wieso sollte das Williams zum Beispiel nie können schaffen? Ich meine, auch die haben vielleicht plötzlich mal die Möglichkeit, wieder vorne mitzufahren, wie sie es früher geschafft haben. Und es ist halt schon geil. Oder auch, gut, Ferrari, sage ich jetzt, haben jetzt nicht gerade den Downfall gehabt, dass sie irgendwie hinten gefahren sind. Aber ich meine, im Vergleich, wo sie früher waren und wo sie, ja, sage ich jetzt mal, letztes Jahr, vielleicht nicht gerade Anfangs 22, gut, jetzt sind sie schon vorne mitgefahren, aber nachher sind sie auch hintergekommen. Also, ich meine, da ist schon viel möglich in der Formel 1 und das finde ich auch wirklich geil in dem Sport, dass halt, es ist nicht für immer. Eben auch Mercedes ist das Paradebeispiel, immer so dominant gewesen, Downfall gehabt.
und sind sich jetzt so langsam wieder ein bisschen am Aufrappeln, wieder mal ein bisschen hoch und wieder tief. Aber McLaren sehr, sehr beeindruckend und das hat man auch natürlich dann im Rennen in Baku gesehen. Piastri hat das ganze Ding gewonnen und hat auch wirklich einen super Drive hergelegt. Also man muss auch wirklich sagen, und da bin ich einfach so, also ich soll sagen, da bin ich einfach so mega überrascht nach wie vor oder wirklich so positiv überrascht, dass der Piastri in seinem jungen Alter einerseits und auch, dass das erst seine zweite Saison ist, es so gut fährt. Und es heisst immer so, ja, er ist fast auf Augenhöhe wie der Norris und so. Aber ich würde ehrlich gesagt sagen, er ist auf Augenhöhe wie der Norris. Klar, es gibt Rennen oder ein paar Strecken, wo er vielleicht weniger stark ist. Vor allem gerade die Rennstrecken, wo die Formel 2 vielleicht nicht gerade anfährt. Wo er vielleicht nur in der Formel 1 bis jetzt gefahren ist. Aber sonst also macht er so einen guten Job die ganze Zeit. Also eben der Overtake am Leclerc, den er gemacht hat. Einfach rein. Und es war einfach geil gewesen. Und in meinen Augen momentan einer von der, also er ist sicher, oder er ist einer der talentiertesten Fahrer am Grid. Und ich denke auch sicher einer, wo, wenn McLaren nächstes Jahr immer noch ein gutes Auto herstellt, sicher einer, wo im Championship fahren kann. Was der Piastri noch so ausmacht, ist, er hat, also es sind wirklich viele Allüren da, die auch der Kimi Räikkönen hatte, so das Arsch cool bleiben und die richtige Entscheidung zu treffen im Zweikampf, wie du das angehst, auch mit dem Divebomb. Das ist ein Divebomb à la Daniel Ricciardo Prime gewesen. Ich erinnere da vor allem immer gerne an Monza 17 zurück, was der für Divebombs gezogen hat. Ja, oder auch Baku. Auch Baku ja, 2018, 17. Ja. Das ist einfach so in seiner vollen Prime. Es erinnert in dem Moment sehr an Daniel Ricciardo zurück. Und beim Piastri, er ist jung, er ist dynamisch, er weiss, um was es geht. Was man noch nicht beurteilen kann, ist, wie wird das teammässig sein? Sollte McLaren das Momentum, das sie jetzt haben, ins 25 mitnehmen, wenn die zwei gegeneinander fahren um einen Titel? Weil ich kann mir vorstellen, dass ein Piastri dann eher sagt, nein, ich gehe da jetzt kein Spiel im Teamorder, ich gehe mit Zero Fox Given rein. Und der Norris vielleicht doch eher aktuell noch zu nett ist. Das wird etwas sein, das für nächstes Jahr sicher sehr interessant sein wird. Mega, das sehe ich auch so. Vor allem, ich denke auch, ein Norris wird eher mehr Mühe haben damit als ein Piastri. Also so, gut, das ist natürlich jetzt so von außen her gesehen und der Piastri eben, der wirkt halt immer so extrem lässig oder ein bisschen zurückhaltend und so, eben so wie ein Kimi halt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Norris eher zu schaffen macht, wenn er einen Teammate hat, der ihn mega herausfordert die ganze Zeit auf der Strecke. Und ich meine, der Norris, ich predige es eigentlich in jedem Podcast immer wieder, ich finde einfach für die Jahre, wo er schon in der Formel 1 ist und jetzt aber auch als konkurrenzfähiges Auto hat, macht er in meinen Augen immer noch ein bisschen zu viele Fehler, teilweise. Vor allem was so Qualifying anbelangt, jetzt sind wir hier und da wieder mal ein bisschen Fehler. Klar, er hat jetzt das schnellste Auto und er holt auch viel raus, da will ich nicht sagen, aber wir greifen schnell kurz vor, Singapur, wo er auch fast in die Wand hineingefahren ist. Es sollte nicht gerade passieren, wenn du einerseits an erster Stelle bist, mit unter anderem das schnellste Auto hast auf der Strecke und um die WM fährst. Also das ist einfach mal vorgegriffen. Aber darum, der Piastri, finde ich, aktuell macht in meinen Augen momentan sicher einen gleich guten Job wie der Norris, wenn nicht teilweise sogar einen besseren Job, finde ich. Also das sticht schon ein bisschen raus und eben, wie du auch gesagt hast, ich bin verdammt gespannt, 25 mit diesen zwei. Ich hoffe es schwer, dass es klappt mit McLaren, dass sie das nächste Jahr das Momentum können mitnehmen, wirklich auch. Und einfach nur, dass man wirklich eine verdammt krasse Season hätte, so à la Hamilton-Rosberg-Style so. Wäre schon verdammt geil, muss ich wirklich sagen. Ja, aber das ist auch sicher mal, was vorne passiert ist in diesem Rennen. Hinten ist ja auch noch ein bisschen zu und her gegangen. Vom Oliver Burman ist schon eingesprungen für den Kevin Magnussen, der ja so viele Penalty-Punkte bekommen hat, dass er gesperrt wurde. Er hat seine 12 Punkte bekommen. 12 sind es, gell? 12, ja. Ja. 12, ja. Und der ist gesperrt worden. Ein Rennen hätte er müssen aussetzen. Jetzt hat er keine Penalty-Punkte mehr, jetzt kann er wieder voll rein. Aber dann ist der Oliver Burman eingesprungen
und hat das geschafft, wo bis jetzt noch kein anderer Formel 1-Fahrer geschafft hat. Er ist in 2 Rennen eingesetzt worden für 2 verschiedene Teams und hat 2-mal Punkte geholt. Das hat bis jetzt noch kein einziger Formel 1-Fahrer vor ihm geschafft. Ob das jetzt etwas Gutes ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, Burman sind wir alle immer noch ein bisschen recht verhalten, ob er wirklich Formel 1-Potenzial hat. Wobei er hat jetzt eigentlich 2-mal recht gut bewiesen, dass er es eigentlich im Griff hätte. Wobei er ist schon, glaube ich, im freien Training oder im Qualifying, ich weiß nicht mehr genau, ist er ja auch in die Wand rein. Ich glaube, es war aber das Training, habe ich gemeint. Ja, ist im FP3. Im FP3 hat er sich komplett überschätzt und ist in der ersten Kurve dort in der Tech Pro gefahren. Ja. Genau. Aber ja, vom Gabu weiss ich ja jetzt zum Beispiel, was er so ein bisschen von Burman hält. Aber was haltest du so von ihm? Was glaubst du, wie wird er so sich in der Formel 1 beweisen das nächste Jahr? Gut, es ist natürlich schwer zu sagen, wie das Auto wird sein und das, aber was sagst du dein Gefühl? Du fragst den falsch. Ich sag's dir ehrlich, du fragst einen. Also ich muss vielleicht schnell ein Mühe ausholen. Ich verfolge seit jeher Formel 2 und Formel 3 schaue ich auf F1 TV jegliche Sessions im Qualifying und Renntrim, jetzt Training eher nicht. Und ich habe schon den Burman zur Formel 3 Zeit erlebt und er ist mir dort echt unsympathisch geworden wegen seiner hart aggressiven Fahrweise. Und sein Verhalten, das passt mir gar nicht, wo ich auch noch sagen muss. Ich bin nicht der allergrößte Fan von der britischen Rennfahrer. Ganz neutral betrachtet jetzt aber. Das kann ich nämlich schon auch. Ich glaube, ein Burman wird im Ocon das Leben schwer machen bei Haas. Was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben vom Burman ist die aggressive Fahrweise, die er vor allem mit der Formel 3 und zum Teil in der Formel 2 gezeigt hat in der Vergangenheit. Die habe ich noch nicht gesehen. Und ich weiss, also von mir her habe ich das Gefühl, dass das irgendwo immer noch um sein wird und auch noch aufblitzen wird im nächsten Jahr. Daher, ich sage, er wird Punkte holen, er wird ihm Ocon das Leben schwer machen in seiner ersten Saison, er wird aber, bin ich mir sehr sicher, auch irgendwann noch einen Shitstorm abbekommen, wie es Max Verstappen zu seiner Anfangszeiten bekommen hat mit seiner Fahrweise. Okay. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so, also rein von seinen Statistiken und von seinen Zahlen, die er eingefahren hat in der Formel 2 und so, bin ich eigentlich nicht so extrem so ein Fan von ihm, sage ich jetzt einmal. Was ist er momentan in der F2 Championship? Ich glaube, irgendwie so 5., 6. oder die so. Die F2 Championship von ihm kannst du so vergessen. Ich schaue schnell nachher für dich. Gut, aber das ist wirklich mies. Ja, und ja, ich bin halt einfach nicht so extrem Fan von ihm. Ich habe zwar nicht so eine Abneigung gegen britische Fahrer wie du vielleicht, aber aber es ist halt, ich weiß auch nicht, irgendwie ich lasse mich ein bisschen überraschen, weil ich habe dazu mal nicht so, wie soll ich sagen, wo jetzt zum Beispiel, will ich jetzt nehmen. Ich habe das etwa die schon mal gehabt, bei Formel 2 Fahrer, die in die Formel 1 reingekommen sind, dass ich recht skeptisch war gegenüber denen. Und nachher bin ich gleich eigentlich sehr, sehr überrascht gewesen. Ich kann dir schnell gerade einen Fall sagen, das habe ich mit dem Piastri im Fall. Schon? Mit dem Piastri hast du das gehabt? Ja. Weil der Piastri ist für mich einer gesehen, dem ist einfach alles hinten reingeschoben worden in der Formel 3 und Formel 2. Und hat sich irgendwie so durchgemogelt zu 2 Titeln. Ne? Das war immer meine Meinung gewesen. Und jetzt beweist er mich vom Gegenteil, dass er eigentlich ein richtig guter Fahrer auch kann sein. Ja, gut, der Magic hat geschrieben, Latifi. The one and only GOAT, ey. Nein, aber gut, jetzt, der Joe ist ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil der Joe ist halt wirklich. Ich weiß halt auch nicht, der Joe zum Beispiel ist eigentlich. Hat ja auch eine gute letztes Jahr hat er eigentlich eine gute Saison gehabt. Ist ja nicht mal so schlecht gewesen. Aber ich finde halt einfach, er ist ja irgendwie 3 Jahre in der Formel 2 gefahren oder so, oder 3 Jahre ist er gefahren und ist dann mal endlich in die Formel 1 gekommen, aber hauptsächlich auch nur wegen dem Geld, das er mitgebracht hat. Und eben 23 ist okay gefahren, jetzt 24 ist er aber auch im Nirgendwo. Gut, der Bottas ist auch im Nirgendwo, sind wir ehrlich. Aber ja, sonst irgendwie so bei der Formel 2 Fahrer bin ich immer recht skeptisch bei neuen, die kommen, aber jetzt beim Burman irgendwie muss ich auch sagen, so, ja, ich weiss nicht. Hingegen jetzt zum Beispiel beim Colapinto, der auch Punkte geholt hat, muss ich ehrlich sagen, bin ich mega überrascht, wie dem seine Fahrweise ist und alles.
Aber ist auch irgendwo durch verständlich, wie er fährt, weil er muss sich noch beweisen fürs nächste Jahr, dass er vielleicht gleich noch irgendwie, sagen wir mal, sauber ein Cockpit würde bekommen, weil das ist nach wie vor frei. Weil ich habe, glaube ich, heute ein Video gesehen, wo der Bottas gesagt hat, dass er noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Also das Interview ist nach Singapur aufgenommen worden, dass er noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Es hat die Gerüchte gegeben, aber das stimmt alles nicht anscheinend. Gut, eben, was ein Fahrer sagt, da kann man sich auch nicht immer drauf verlassen, das muss nicht immer stimmen. Aber siehst du Colapinto sauber? Oh, ich bin da sehr speziell unterwegs. Um es kurz zu beantworten, ja. Ich habe da erst eine letzte Diskussion geführt mit einem sehr guten Kollegen von mir, von wegen, ja, er sagt ja, Bottas ist ja irgendwo eine logische Wahl. Und da habe ich das Gegenargument gebracht, ja, irgendwo schon. Aber schau jetzt mal, Sauber ist in einer sehr prekären Situation. Sie werden im 25 nochmal sehr wahrscheinlich so schlecht performen, wie sie da schon performen. Und es ist nochmal eine Übergangssaison, bis man das Audi holt, also bis Audi ins Boot reinkommt. Wieso nimmst du jetzt nicht die Zeit und das Risiko auf dich, nimmst einen Rookie rein, baust ihn für Audi auf, dass du nachher eine Zukunft hast mit einem Markenbotschafterfahrer von Nico Hülkenberg, der ja 32, 33, glaube ich weiß gerade nicht auswendig, shame on me. Und einen Jungen, was ein guter Mix ist, vor allem für einen Brand wie Audi. Und da habe ich da in den Raum geworfen, ja, da müssen wir doch einen Colapinto jetzt mit seinen Leistungen mit in Betracht ziehen. Bortoletto, der eine sehr gute Formel-2-Saison fährt. Ich hätte da einen Sam Malone reingeworfen, aber das ist jetzt vom Tisch. Der hat sich jetzt für die Formel E entschieden. Und ich muss sagen, ja, Bottas, ich sehe es nicht. Ja. By the way, erwähnt, der Hülkenberg ist 37. 37, ja, ich kann sogar jünger geschätzt als er ist. Also. Er sieht auch jung aus, sehr schön. Junger Schnaufer. Ja, wirklich. Ja, okay, ja, also verstehe ich. Also, ich bin halt immer noch ein bisschen so das Lager Mick Schumacher. Ich habe immer noch grosse Hoffnung. Aber die Hoffnung ist halt auch irgendwo durch, ja, relativ gering. Es wäre aber eine coole Kombination. Zwei Deutsche, bei einem deutschen Brand. Es wäre marketingtechnisch wäre gut. Ich glaube, Sandro Schumacher rein schon für einen Namen wäre für Audi sehr, sehr, sehr cool. Aber rein performance-technisch leider sehr unwahrscheinlich, glaube ich. Ich glaube, auch da haben sie lange auf dem Zettel gehabt. Und da ist ja das ganze Thema da mit er fährt gegen Jack Doohan da seine Zeitfahrten auf gewissen Strecken fürs Cockpit bei Alpine für das 25. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, irgendjemand wird sich dann gesagt, okay, jetzt haben jetzt den Doohan gewählt und den Mick nicht. Ja, wieso sollten wir denn den Mick wählen? Vielleicht ist etwas noch dort gewesen, oder? Ja, also das Ding war ja das noch, dass das hat ja der Gabu gesagt die ganze Zeit und das finde ich auch irgendwo durch nachvollziehbar, dass man gesagt hat, hey, wir nehmen einen aus der Driver Academy, wo wir haben. Weil der letzte, wo ja Renault dazu mal genommen hat aus der Driver Academy, war der Romain Grosjean gewesen. Ja, voll. Also weißt, und das ist ja auch ein riesen Gap und darum kann ich es auch irgendwo durch nachvollziehen, dass man halt vielleicht den Jünglingen, die in der Academy drin sind, auch irgendwie sagen so, hey, ich könnt gleich in die Formel 1 kommen, dann kommt mal in die Formel 1, wenn er halt die Leistung zeigt. Weil sind wir ehrlich, der Jack Doohan, ob er wirklich das Formel 1 Kaliber ist, ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt wo du den Namen wieder gesagt hast, ist mir das schon verdrängt, ich weiss. Ja, der kommt ja in die Formel 1, voll vergessen schon wieder, weil das ist für mich so ein Name oder so ein Fahrer, der keinen Bezug zu dem Typ hat. Also, ich weiss einfach, er hat nie berauschende Saisons gehabt, so wie in Berman halt etwa. Und ja, that's it. Eben, Magic hat es halt auch, habe ich auch vergessen. Und der kommt einfach in die Formel 1 rein. Und ob der so eine gute Wahl wird sein für Alpine, gut, Alpine, über deren Entscheidungen kann man ja darüber diskutieren. Ich finde halt einfach, okay, dass jetzt der Mick nicht dorthin kommt, finde ich schade. Ich finde aber, dass der Mick bei der WEC Series bei Alpine sehr gut aufgehoben ist, weil die haben recht gute Steigerung gehabt jetzt in der letzten Zeit. Die sind ja jetzt in was ist jetzt das letzte Mal gefahren? Fuji. Fuji, ja, ist ja Dritter geworden mit seinem Team. Und ist das erste Mal auf Podest gekommen, oder allgemein für Alpine das erste Mal auf Podest gekommen. Und das ist ja schon mal ein Ausrufezeichen, das man sein kann. Weißt du, mein Herz sagt schon, alter Mick bei Alpine, bei Audi wäre schon eine coole Kombi. Aber mein Kopf oder mein Verstand sagt, es ist schon hure unrealistisch. Aber sag niemals nie, aber es ist Formel 1. Was für mich jetzt halt einfach noch ein bisschen
Frage aufbringt, ist halt, eben, wir haben den Mick, wir haben Colapinto, wir haben, ja, was würdest du geben? Eben Bottas. Jetzt wird es auch noch, ja, jetzt, ich muss ihn halt einfach auch wieder in den Ring reinschmeißen. Jetzt würde es rein theoretisch auch noch einen Daniel Ricciardo geben. Ist, ja, sage ich aber auch ganz ehrlich, einer, der zweimal aus der Formel 1 geflogen ist halt natürlich schwer, wieder in die Formel 1 reinzuholen. Oder ob man das wirklich vertreten kann, kann ich nachvollziehen. Aber rein für eine Erfahrung fürs Team wäre es natürlich schon auch eine coole Entscheidung, weil er ist, sage ich mal, im Verhältnis noch jung. 35 ist er ja. Und ja, weiß nicht, wäre vielleicht noch eine coole Alternative. Aber eben, irgendwie habe ich das Gefühl, weißt du, sonst hast du immer schon können, sich ein bisschen vorab sagen, so, ja, der Fahrer wird in das Cockpit reinkommen. Aber irgendwie bei Audi ist es nach wie vor immer noch so, du kannst wie nicht sagen, wer kriegt das Cockpit über, weil irgendwie niemand so den Hot Seat hat. Also weißt du, so in der Pole dunkt es mir. Also, es hat jetzt immer ein bisschen Gerücht gegeben von Bottas. Bottas hat jetzt das Ganze aber wieder leid. Und jetzt stehst du eigentlich da wieder so zwischen den Stühlen. Du weißt einfach nicht, wer könnte den Sitz bekommen. Ja, weil Audi nicht sagt, was sie wollen. Sie sagen nicht gezielt, sie wollen einen alten Fahrer, sie wollen nicht gezielt sagen, es ist einer, der in seinen Mitte 20er ist, der Erfahrung in der Formel 1 ist. Sie sagen auch nicht, es ist ein Junge. Das macht das so offen, dass nur Fragezeichen rum sind. Voll, das ist so. Aber ich denke, für Audi würde ich es gut finden, wenn sie einen Jungen nehmen. Dass sie jemanden Älteres hätten, der die Erfahrung hat. Eben, Hülkenberg, sind wir ehrlich, ist also wirklich die beste Entscheidung, die sie treffen können. Ich glaube, sie sind hure happy mit der Entscheidung und ich meine, was er momentan bei Haas liefert, ist sehr, sehr gut. Und ich denke eben so, wie ein Fahrer wie der Colapinto, wenn du den nimmst, ich glaube, da machst du jetzt nichts falsch. Also ich meine, was der jetzt in den letzten 2 Rennen geliefert hat, 3 Rennen. 3, ja. Ja, das ist brutal stark gewesen. Also vor allem jetzt in Singapur, sehr gut gefahren. Und darum, ich meine, er hat jetzt einen Baku-Punkt geholt. Singapur knapp, ist er 11. geworden, glaube ich, oder 12. Ist er knapp an der Punkt vorbei. Aber ich finde ihn wirklich ein mega guter Fahrer. Ich habe sogar geil von dir auf Instagram so Vergleichsbilder und Videos gesehen, wie er mit dem Senna so verglichen wurde, von den Ohren her, wie sie ähnlich sind und von der Frisur und so. Ich so, Alter, what the fuck? Aber weißt du, geil, weißt du, bin ich ganz ehrlich, jemand, der so ähnliche Vibes versprüht oder so ein bisschen einen Fahrstil hat, so wie ein Ayrton Senna, so ein Junge. Wäre schon geil. Eben so eine Wiedergeburt wie so ein Magic Card Chip, das wäre schon geil. Wenn so etwas mal in die Formel 1 würde kommen, das wäre schon hure geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder so ein Schumi oder so, wäre auch geil. Einfach so etwas, was es schon mal gibt oder wo viel Ähnlichkeit hat. Nicht vielleicht vom Look her, oder wäre auch geil, wenn vom Look her auch sehr ähnlich wäre, aber auch vom Fahrstil her wäre es schon hure geil, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es so etwas würde geben mal. Ja, wenn du ganzen südamerikanischen Ländern oder Glauben schenkst, ist ja jeder junge Fahrer, der nachkommt, ist ja so, Bortoletto soll ja auch schon wie ein zweiter Senna sein und Colapinto. Ach schon? Ja, also, die Träume dort hinten, das sind Dreamer, du. You dream, du. Ey, so gut. Nein, habe ich jetzt wirklich nicht gewusst, also höre ich es zum ersten Mal, aber geil. Wirklich geil. Ja, wir machen mal weiter. Ich glaube, jetzt haben wir schon genug über den Colapinto und über den Bearman ein bisschen geredet gehabt. Wir sind beim Baku-Rennen, nach wie vor, oder beim Baku-Wochenende. Und dort hat es noch einen kuriosen Zwischenfall gegeben. Ich glaube, es waren etwa 3 oder 4 Runden vor Rennende gewesen, zwischen Carlos Sainz und dem Checo Perez. Und ich glaube, wir haben schon diskutiert darüber, wo wir ins Tessin gefahren sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiss es nicht mehr ganz auswendig, was deine Meinung dazu war. Zum Anfang selber, ich bin gar nicht sicher, wenn die wirklich so grob angeschnitten haben. Ich sage auch Stand heute noch das, was die Stewards entschieden haben, sage ich auch, es ist einfach, es ist verdammt blöd gelaufen. Es ist in meinen Augen, du hast weder gross im Sainz joggen, noch gross im Perez, es ist einfach echt blöd. Ja. Der eine hat es nicht erwartet, dass das der andere macht und ja, Racing Incident, bin ich der Meinung, ja. Ja, voll. Also, ich finde auch, Racing Incident ist richtig abgestempelt. Ich finde, also, wenn du die ganze Situation betrachtest, ist es ja so gewesen, dass ja der Sainz ist ja, glaube ich, aussen, ja, ist rechts aussen gewesen, genau. Und
nachher haben ja beide ein bisschen so für den Windschatten oder in den Windschatten gesucht vom Leclerc vorne. Ist auch klar, weil es kommt wieder gerade in die DRS und so alles. Und danach hat ja eigentlich der Sainz ist ja aussen gsi, wo die Ideallinie zieht ja leicht rein, anscheinend hat es geheissen und ist ja auf dem Dreck aussen gsi und hat auch ein bisschen reinkommen wieder. Und Perez ist natürlich blöd gesagt, ein bisschen stur einfach geradeaus weitergefahren und hat natürlich auch in Windschatten wollen. Und es ist halt ein bisschen schwierig. Ich finde halt einfach, wenn du es ja von oben gesehen hast, du hast ja gesehen, der Sainz war ja auch vorne gewesen, also die Nase war ja weiter vorne gewesen, viel weiter vorne. Und ich finde es ein bisschen schade oder auch ein bisschen komisch, dass halt der Perez, ich meine, der hat ja auch gemerkt, also, der zieht ja langsam über. Ich meine, das war ja keine ruckartige Bewegung gewesen, sondern er hat ja das Lenkrad in dem Sinne gerade gehabt, aber sein Auto ist halt einfach schräg positioniert gewesen und darum ist der Zug reingekommen. Aber ich finde halt einfach das schade, dass halt der Perez dort nicht ein bisschen auch mit übergegangen ist. Oder, ich meine, wenn er ja übergegangen wäre, mit DRS vielleicht und mit ein bisschen gut ERS-Boost und so, wäre er vielleicht ja auf etwa gleiche Höhe gekommen wie ein Ferrari. Ich meine, die nächste Kurve war links gewesen, er wäre ja innen gewesen, also wäre ja im Vorteil gewesen, in dem Sinn. Darum verstehe ich aus Perez Sicht nicht ganz, wieso dass er dort gerade so eigentlich gekämpft hat drum, um den Windschatten. Ich kann es aber irgendwo durch auch nachvollziehen. Und ich finde es schon, wie gesagt, schon gut, dass ein Racing-Inzident so abgestempelt wurde. Aber ich glaube, dass das Ganze schon ein bisschen auch verhindert werden können, wenn der Perez leicht links überzogen hätte. Weil ich meine, links wäre genug Platz rum gewesen. Rechts ist ja nicht mehr viel Platz rum gewesen, weil der Sainz ist ja schon an der Wand gewesen. Wenn wir jetzt das Ganze so anschneiden, ich glaube, ich kann mir jetzt wie so ein bisschen reinversetzen, wie das eigentlich zustande gekommen ist, oder? Der Perez ist ja in einer sehr beschissenen Situation. Also seit Miami, in Miami ist glaube ich noch gut gewesen und dann ist es richtig eingebrochen. Richtig schlechte Saison. Und ich glaube, Baku ist der Moment gewesen, wo er sich gesagt hat, das könnte jetzt der Wendepunkt von meiner Saison sein. Ich kann das noch einmal umreißen und nicht wirklich nur das Lachen um dort stehen. Und es ist sehr gut möglich, dass es im Kopf in dem Moment abgegangen ist. Scheiße, ich will das Podium unbedingt haben. Und der wie das rationale Denken ausgeschaltet hat und realisiert, neben ist ja der Sainz. Ich wollte jetzt möglichst probieren, dass er sich wie dort hinter dem Leclerc muss reinschneiden, dass er ja nicht überhaupt die Chance hat, auch am Leclerc vorbeizugehen, dass ich innen bleiben und es hätte. Aber die Rechnung ist wieso nicht aufgegangen. Ja. Und es passt ein bisschen zu dem ganzen Mindset, wo der Perez muss durchmachen muss. So viel Mediendruck, so viel Druck von den Leuten aussen, auch von den Stakeholders. Das ist wie, das macht dich fertig. Auch wenn er sagt, so. Es macht ihn fertig. Und das sind eben solche Folgen gewesen. Ich bin sehr überzeugt, das sind die Folgen davon. Ja. Also es eigentlich nur beweisen dort, dass er es kann, dass er den Sitz bei Red Bull eigentlich verdient hat oder dass er weiterhin fahren darf. Ich meine, wir müssen ja nicht darüber diskutieren. Seine Performance nach der Sommerpause ist schon besser geworden. Aber die Ergebnisse sind halt einfach gleich nicht um. Das muss man schon auch sehen. Aber ich meine, jetzt Baku ist ja wirklich auch okay gefahren. Singapur, ja, ist ja schon auch. Ja, wie soll ich sagen? Ja, es ist eigentlich auch nicht so optimal es hat wieder in Quali angefangen und der Rattenschwanz hat das ganze Wochenende wieder durchziehen müssen. Ja, das ist ja nicht mal am Williams vorbeigekommen, am Colapinto. Ja. Und es ist halt einfach, finde ich, schwer, irgendwie das immer noch nachzuvollziehen, vor allem, eben, wenn man weiss, wie Red Bull mit ihren Fahrern umgeht. Paradebeispiel jetzt gerade heute war. Dass man halt einfach immer noch an dem Perez hängt. Wieso? Ich meine, wieso nimmst du nicht einen Tsunoda? Gut, ein Tsunoda ist halt einfach ein Hitzkopf und du hast wahrscheinlich auch sehr viele Probleme mit dem. Aber performance-technisch, glaube ich, ein Tsunoda wird schon recht liefern. Der Helmut hat ja mal gesagt, er glaube einfach, dass der Tsunoda mental noch nicht bereit wäre für Red Bull. Hat er mal gesagt. Wenn man es so ein bisschen von außen her sieht und die Aussage so ein bisschen darüber nachdenkt, kann man es irgendwo durch vielleicht nachvollziehen, weil er teilweise schon immer noch ein bisschen Ausraster hat und sehr, sehr aggressiv reagiert, macht und tut alles drum und dran. Aber ich meine, das macht ja auch Red Bull ein bisschen aus. Ich meine, schau mal, Verstappen war ja auch jung, aggressiv gewesen, früher und hitzköpfig und alles. Also eigentlich das, was der Tsunoda auch hat. Blöd gesagt.
Und darum, ich verstehe es halt irgendwie nicht, wieso gibt man ihm Tsunoda nicht die Chance, ihn mal einfach in ein Red Bull... Weißt du, ich meine, jetzt hätte man ja auch können sagen, so, hey, look, jetzt haben sie Ricciardo rausgeschmissen, jetzt schmeißen Perez auch raus, wir nehmen Tsunoda auf und dann nehmen wir irgendwie noch einen anderen Formel-2-Fahrer auf und dann hat man auch wieder mal wirklich ein B-Team, das nur aus Formel-2-Fahrer, Rookies besteht und ein bisschen 2 eingesessene Fahrer im Red Bull Racing Team. Und da hättest du auch nicht sagen so, schau Tsunoda hast 4 Rennen Zeit und sonst gehst du halt wieder runter zu Alpha Tauri oder beziehungsweise zu Visa Cash Racing Bulls. Und wieso hat man das nicht gemacht? Wieso gibt man dem Perez immer noch nach wie vor die Chance? Ich verstehe es einfach nicht. Es muss Geld sein. Ich kann es mir nicht mehr anders erklären. Es muss einfach das Geld sein, das die in den mexikanischen Markt, in den lateinamerikanischen Bereich reinnehmen. Da muss so viel Geld einspielen. Alles andere ergibt keinen logischen Sinn. Weil in dem Moment, wo sie gesagt haben, Perez, wir verlängern um 2 Jahre, haben sie sich entschieden, wir wollen die Konstrukteursmeisterschaft gar nicht haben. Wahrscheinlich schon. Ja, also ich meine, sie schmeißen es ja her. Ich meine, jetzt McLaren ist schon vorbei, Konstrukteur. Und also sind wir ehrlich, sie müssen jetzt für die letzten paar Rennen, wie viele Rennen sind sie jetzt da noch? Es sind noch 6 GP-Wochen. 6 GP-Wochen sind es noch, ja. Also die müssen sich jetzt schon etwas aus dem Ärmel rausschütteln, dass sie immerhin Driver Championship können noch retten. Weil, wenn jetzt muss ja der Verstappen immer Zweiter werden. Und wenn der Norris kann immer gewinnen und der Verstappen muss einfach immer Zweiter werden und dann wird es immer noch lange. Aber also da muss schon noch, ja, es wird hure schwer. Ich meine, der Perez ist ja auch offiziell draussen aus der Driver Championship, also ich kann es ja nicht mehr holen jetzt nach Singapur, habe ich gesehen. Ja, also Team Championship haben sie safe abgegeben. Da bin ich auch davon überzeugt. Da werden sie es nicht mehr holen. Also ich wüsste nicht wie, muss ich ehrlich sagen. Da müssen sie auch mega viel Glück haben oder irgendwie, weiß auch nicht was machen. Aber ja, wir sehen es ja dann, was noch kommt. Ein Thema haben wir noch bei Baku. Ich merke, die Übergänge sind richtig happerig, weil ich nie den Übergang mache. Also macht immer der Gabel. Domino und Gabel! Nie ist er da, wenn du ihn brauchst, oder? Eigentlich könnte... so, das nächste, was noch ist, auch nochmal McLaren schnell, und zwar mit dem Mini-DRS. Jeder hat es wahrscheinlich gesehen auf Social Media spätestens, nur hat es echt teilweise doofe Vergleiche gegeben. Über das haben wir geredet, wo uns das ja, gefallen ist. Ja, da weiss ich ja. Weil dort habe ich mich auch aufgeregt. Also teilweise sind einfach Leute auf Social Media, wahrscheinlich eben genauso Drive to Survive Kiddies, die erst dann zu dem Sport sind. Die haben manchmal einfach keine Ahnung. Die haben, also man muss sich das vorstellen, du hast so den Rear Wing, also den Heckflügel hast du dort, und sie setzen oben drauf eine Linie und dann sagen sie so, ja, schau hier im Baku, wenn er Vollgas geht, dann drückt es nach runter, da siehst du die Oberlinie, siehst du noch, und unten der Flügel, wie er runtergeht. Und dann haben sie nebendran noch ein Vergleichsvideo von 2021, wo das bei Red Bull auch so sage. Dafür geht es ja nicht mal um das, es ist ja nicht das, der Mini-DRS-Flügel. Der Mini-DRS-Flügel ist dort, wo eigentlich die DRS-Klappe aufgeht, dass der Flügel hinten runterdrückt und vorne der Flügel aufgeht und dort einfach die Luft durchströmt und dementsprechend weniger Luftwiderstand ist. Und die Leute checken es einfach nicht, ey. Und es ist so bitter, wenn du das siehst. Und da schämst du dich einfach wirklich, dass das Leute sind, die einfach Formel 1 schauen und das Gefühl haben, sie kommen technisch raus, dass es geht. Nein, Mann, ich komme eben nicht raus. Es ist so schlimm. Es ist wirklich schlimm. Aber eben, der Mini-DRS, es ist angesprochen worden, es ist ja sogar jetzt von der FIA auch angekündigt worden, oder McLaren ist ja mitteilt worden, hey, ihr müsst das ändern, das geht nicht. Und die Änderung ist nicht auf Anfangs nächstes Jahr oder auf 2025, sondern es ist wirklich gerade per sofort. Also jetzt in Singapur haben wir es gesehen, weil dort haben sie ja High Downforce Setup drauf. Aber ja, jetzt gerade zum Beispiel Kota, wo ja auch ziemlich eine steile Strecke ist, wo auch der Heckflügel nicht wahnsinnig dick muss sein unbedingt. Also dort muss schon eine Änderung rum sein. Oder dann auch zum Beispiel Vegas. Vegas ist ja auch die FIFA-gerade Strecke. Also dort spätestens wird so ein Flügel nicht mehr toleriert werden. Ich kann mir gut vorstellen, wenn es wieder gesehen wird, dass es dann eine Strafe würde geben. Aber was glaubst du, ist es gewollt oder ist es ungewollt gewesen? Das ist immer so eine Diskussion. Weil McLaren sagt so, oh ja, ist halt einfach das Material, das sich so verbiegt. Ich meine, das haben wir bei den Frontwings auch. Mercedes, Red Bull und weiss nicht, wer alles haben ja auch so die Flexi-Wings oder wie sie immer geheißen haben. Aber was glaubst du, ist es bewusst von McLaren? Oder denkst du, es ist einfach halt das Material, das so ist? Ich hätte schon fast gesagt, bewusst. Aus dem einfachen Grund,
wir haben jetzt schon so viele Rennen gehabt, die auch so viele lange Geraden haben, wo du auf einen richtig guten Topspeed kommst. Einerseits in China hast du ja lange Geraden, Österreich hast du viele Geraden, Monza hast du viele Geraden. Und dort war es noch nie ein Thema gewesen. Dort hat auch niemand drauf geschaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach erst jetzt plötzlich richtige Cracks drauf geschaut haben. Die schauen, da gibt es doch Fans, da gibt es Verrückte draussen, die schauen, nach jedem Rennen schauen die Sachen an. Also das glaubst du gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass die das in Baku mal bewusst gemacht haben, auf Risiko, weil sie irgendetwas gelesen im Regelwerk, dass es nicht ganz illegal ist, wenn du es so hast. Meinst du? Ich kann es mir vorstellen, weil McLaren, einfach so vergangen von McLaren, so immer wieder F-Tag, nicht nur F-Tag, einfach so generell, so kleine Cheater-Mentalität, haben sie immer schon irgendwo ein bisschen gehabt. Ja, stimmt schon, ja. Das muss man sich sehr gut vorstellen. Ja, ist immer so weit hergeholt, das ist definitiv so. Ja, mal könnte schon sein. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es natürlich halt verschärft wurde, ist halt wegen Championship auch natürlich. Das spielt natürlich auch eine grosse Rolle. Ich meine, gerade 21. Saison an. Ich meine, wo ja bei Mercedes mit DRS-Flügel, dass der grösser ist. Und so gut ist er, am Ende des Tages auch grösser gewesen. Aber sind sie ja auch erst dort in Brasilien gesehen, wo es wirklich eher nochmal zugespitzter wurde, ist alles. Das spielt natürlich auch immer noch eine grosse Rolle. Man schaut dann eher, oder mehr Menschen schauen drauf, wenn es halt enger wird. Dann wird halt das Auto genauer nochmal angeschaut. Das kommt natürlich schon auch noch dazu, glaube ich. Aber ja, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es irgendwo durch ein bisschen bewusst gemacht wurde. Also, dass sie schon gewusst haben, dass der Spalt existiert. Es würde mich einfach wundern, gut, das könnte man natürlich, wenn man sich Zeit nimmt, machen, man das recherchieren, ob das wirklich so schon die ganze Saison ist oder erst wirklich jetzt im Baku. Und weißt du, ob das eben so im Bahrain, im ersten Rennen auch schon war, wo ja auch 2-3 lange Geraden hat, 4 sogar. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn das der Fall gewesen wäre, in dem Moment, wo die Videos auftaucht sind, die Bilder auftaucht sind, 100 Pro sind dort hunderte, tausende von Users nachschauen, ob das dort auch schon war. Und wenn etwas gesehen wäre, dann hätte man das schon längstens mitbekommen. Ich gehe also wirklich davon aus, ich gehe nur davon aus, es ist jetzt im Baku das erste Mal auftreten und das erste so wie das letzte Mal. Ja. Aber man muss auch ehrlich sagen, einen grossen Unterschied hat sie nicht gemacht. Also Topspeed-technisch sind sie ja in dem Sinne nicht viel schneller gewesen. Also ist jetzt nicht dominanter als ein Ferrari. Ferrari ist ja auch immer noch sehr stark auf der Geraden. Und sie haben meines Wissens eigentlich einen sehr ähnlichen Topspeed gehabt. Ja, schneller nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das im Endeffekt das kleine Detail war, das im Piastri dazu verleitet hat zu gewinnen. Ja, gut. Und auch natürlich auch Norris, der Perez blockt hat. Also, weil der Perez wäre natürlich auch gut vorgekommen, wenn der Norris nicht so einen auf Alonso in 21 Saison gemacht hat, in, was ist das gewesen? Budapest. Ungarn, ja. Also von dem her, der hat natürlich auch ein bisschen mehr gespielt gehabt. Aber ja, sie haben es jetzt ja offiziell eigentlich verboten, die FIA. Also sie haben jetzt gesagt, hey, da müsst ihr Hand anlegen. Ich finde es einfach, also ich finde es geil. Ich meine, für das liebe ich auch die Formel 1. Das ist wie das System ist einfach hure geil gewesen bei Mercedes. Weißt du, einfach eine Grauzone, die eiskalt ausgenutzt und dann kommt der FIA so, oh ja, scheiße, also sorry, das geht eigentlich schon nicht. Das ist eigentlich nicht die Idee dahinter und so. Das müssen wir schon fixen. Ja, aber erst Ende Saison ist gut, das ganze Jahr dürfen sie nur mit dem fahren, aber sie haben es auch nicht wahnsinnig viel gebraucht gehabt, so meines Wissens. Sie sind wirklich nur eigentlich auf Highspeed-Kursen haben sie es gebraucht gehabt, sonst haben sie es ja nicht gebraucht. Aber das weißt du, da frage ich mich immer so, wo haben die den Einfall? Ist das ein Ingenieur, der einfach zur Nacht oder zu Abend auf der Scheissjagd denkt, so, das wäre jetzt mal eine gute Idee, so etwas mal zu überlegen und dann machen wir dann, weißt? Also so, die Idee, wie kommt man auf so etwas? Ich finde es geil, ich finde es wirklich geil und für das liebe ich eben auch die Formel 1. Eben, das F-Tag, das wir schon angesprochen haben, wo ja nochmal ein extra Lufteinlass war, wo ja die Luft anders rausgelassen hat hinten beim Auto, wo nochmal, hat er glaube ich auch zusätzlich Downforce generiert gehabt. Ist ja zwar, glaube ich, nur ein kleiner Spalt vorne am Auto. Ist ja auch gebannt worden. Was hat es noch alles gegeben? Dann nachher der Double Diffuser, wo ja auch so Revolution war dann nachher. Was haben wir noch alles gehabt? Ja, die Formel 1 hat schon alles ausprobiert. Ein Rear Ring vorne auf der Nase nochmal extra drauf und so, wo auch gebannt worden ist. Also, eben, da gibt es so viel Variation und alles darunter. Für das ist eben die Formel 1 schon geil, dass sie teilweise eben so die Grauzonen ausnutzen und das eigentlich erst,
wenn es mal um etwas geht, teilweise aufgedeckt werden. Oder dann die FIA einfach merkt so, fuck, ey, wie schlau sind die teilweise, so, das müssen wir wieder bannen. Das finde ich schon geil in diesem Sport, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das sind sättige Big Brains dabei. Das ist immer wieder erstaunlich. Und das kann genau der Faktor sein, der dann noch dieses Team wieder so einen riesen Schritt vorbringt. Das ist Wahnsinn, absolut. Ich liebe es, I love it. Ja, ich auch. Ich finde es wirklich mega geil. Ja, das wäre es aber so wie vom Baku Grand Prix. Ausser du hast noch irgendetwas, was wir vergessen haben. Aber ich glaube, wir haben eigentlich alles angesprochen. Baku. Nein, wir dürfen jetzt gespannt mit dem EasyJet von Baku nach Singapur fliegen. Ja, EasyJet. Was für eine Schleichwerbung. EasyJet will einen Gratisflug. Also, Singapur, wir starten dort mit etwas, was ich richtig geil gefunden habe. Also, nein, es ist eigentlich ist es traurig. Die Situation, wie es entstanden ist traurig. Also es geht um den Max Verstappen in der FIA-Konferenz, Pressekonferenz. Das war, glaube ich, am Donnerstag, wo das war. Wo ja etwas gefragt wurde und er hat gesagt, ja, sein Auto, also sagen wir jetzt einfach, das Auto sei scheiße, er hat jetzt ein anderes Wort dafür gebraucht. Und der FIA hat das nicht so cool gefunden und hat ihm für das Sozialstunden aufgebrummt gehabt. Was wiederum wird irgendetwas low-mäßig sein. So, was ist das letzte Mal, du hast mir gesagt? Damals hätte er müssen einen halben Tag oder einen Tag bei der Formel E im Race Control Bereich müssen aushelfen bei einem Event. Ich glaube, es war Marrakesch Formel E Rennen damals. Ja, weil er ja dort mit dem Mokon fast geprügelt hat, also er hat ihn ja weggeschöpft und für das hat er die Strafe bekommen. Also eigentlich eine easy Sozialstunde, muss man sagen. Aber eben, ich meine, es ist ja eigentlich wirklich, also ich sage jetzt einfach gerade, was ich denke, ich finde es eigentlich verdammt behindert. Es ist birrenweich. Wieso tust du einen Fahrer bestrafen, der einerseits nicht einmal einen anderen Fahrer angreift oder eine andere Person angreift, sondern er flucht über das Auto? Das ist scheiße, sage ich. Und wieso brummst du wegen dem Wort Fuck oder Fakt oder was auch immer sagt, hat ja gesagt, wieso brummst du im Sozialstand auf? Es ist so dumm. Ich meine, klar, ich verstehe es, du hast auch Formel 1 macht ja da das F1 Kids und so, das habe ich glaube auch das letzte Mal gesagt, wie es Signal gefahren sind. Sie wollen auch junge Leute zu dem Sport bringen oder Interesse zu dem Sport bringen. Kann ich alles verstehen, aber ich meine, schlussendlich tun sie ja eigentlich immer zensieren. Klar, wenn du es live schaust, können sie natürlich nicht live zensieren, das ist mir schon auch klar. Aber es ist doch dumm. Ich meine, wieso sollen die Fahrer ihre Emotionen unterbinden? Wieso sollen sie sich verstellen, nur dass sie nicht bestraft werden? Ich meine, dann logisch sagst du einfach automatisch weniger oder nur noch das Nötigste und redest nicht frei Schnauze. Ich finde es eigentlich verdammt schade. Ich finde es wirklich verdammt schade, dass da die FIA muss einfach so eingreifen und sich halt eben, ja, wie es jetzt da im Chat einer schreibt, einfach immer nach wie vor oder immer mehr und mehr zu einem Witz entwickelt. Also die FIA macht sich einfach immer nur noch mehr lächerlich. Nur weil es der Mohammed Ben Sulayem oder wie er heisst, nicht möchte, dass sie doch ein bisschen rumfluchen. Ich glaube, so unter dem Jean Todt wäre das jetzt nie so das Problem gewesen. Es ist ein grosses Problem. Es ist ein riesiger Interessenskonflikt zwischen FIA, dem FIA-Präsident, bzw. dem Formel-1-Präsident Sulayem, oder keine Ahnung, Mohammed Ben Sulayem, ja, genau. Ben Sulayem. Und dem Sport an und für sich, sowie der Fahrer. Weil, schauen wir unsere Kindheit zurück. Klar, wir sind mit Formel 1 aufgewachsen. Teamradios sind selten bis gar nicht ausgestrahlt worden. Wenn sie ausgestrahlt worden sind sie zum Teil so undeutlich gewesen, dass sie kaum verstanden hast. Und du hast dich gewundert, wie Kommentatoren das können entziffern. Das ist ja absolut geniale Zeit gewesen. Und wir sind in einer Zeit angekommen, in einer, ich sage jetzt, blöde Gesellschaft, wo so verweichlicht wird, du darfst nichts mehr Falsches sagen, du darfst nicht fluchen, du musst aufpassen, was du sagst. Und Formel 1 will irgendwo auch ein Vorbild sein. Verstehe ich. Auf der anderen Seite verstehe ich aber nicht, dass Sportler, die in einem hitzigen Moment fluchen, bestraft werden. Ich meine, Tsunoda, glaube ich, in Ungarn ist auch tadelt worden, weil er so manchmal geflucht hat. Entweder strahlt es nicht aus, definiert es von Anfang an klar, macht es innerhalb zwischen dem Präsident und dem Fahrer aus und gehen nicht in die öffentlichen Medien, machen wieder ein riesiges Tamtam drumherum. Es ist so unnötig. Ja. Und es ist immer noch ein echter Männersport. Und selbst wenn die Formel 1 es schaffen sollte, dass man die ganze Fluchwörter verbieten, sie kommen nicht.
Sie kommen im Fußball, sie kommen im Eishockey, sie kommen in der NFL, sie kommen in allen anderen Sporten, sie kommen sogar von Influencer. Die brauchen noch häufiger Fluchwörter als die Profisportler hier im Motorsport. Also, die müssen sich einfach mal wieder zusammenreissen und sagen, Leute, es geht um einen Sport. Wir lieben den Sport, wie er ist. Und nicht um das Gefluchen. Klar, ich finde es lustig, wenn einer flucht. Bin ich ehrlich. Ich fluche auch in meiner Freizeit auch sehr gerne ein bisschen mehr als nötig. Aber, weißt du, kann man nicht einfach wieder zurück zum Business as usual kommen? Es ist so dumm, unnötig. Es braucht keinen. Du regst nur die Leute auf. Ja, und vor allem heisst dann im Nachhinein, ja, die Leute sind hure emotionslos oder weiss ich was. Ja, logisch, weil sie dürfen ja nicht Emotionen zeigen, weil sonst müssen sie ja gerade irgendwie Sozialstunden leisten oder müssen Bussen zahlen, oder weiss ich was. Und ich meine, das hat ja auch der Vettel dazu mal in einem Interview gesagt, dort, auch bei der FIA, wo ja der Hamilton zum Verstappen gesagt hat, also sie sind ja im Cooldown-Room gewesen und nachher hat ja der Hamilton das Replay gesehen. Ich glaube, es war sogar Dings gewesen, Frankreich, wo der Verstappen irgendwie Bottas reingedonnert ist dort, und da hat er so gesagt, such a dickhead, hat er gesagt. Und nachher ist er ja in der Pressekonferenz vom Journalist ist er angesprochen worden darauf, hat gesagt, also, ja, ob er das richtig gehört hätte, hat er zum Verstappen oder gegen Verstappen gesagt, sei ein Dickhead. Und dann hat ja der Fett gerade eingegriffen und hat gesagt, also, ja, was er eigentlich das Gefühl hätte, wenn jetzt ein Fußballer gefoult wird, dass er nachher zum anderen Spieler geht und sagt so, hey, das ist jetzt aber nicht so fair gewesen von dir. Der fickt ihn natürlich auch gerade an. Und es ist einfach so, der Sepp hat einfach auch wieder recht gehabt, weil es ist genau das, ich meine, das sind Situationen, wo eben viele Emotionen drin sind. Es ist eine hitzige Situation und in einer hitzigen Situation sagst du halt jetzt einfach nicht so, ja, also das habe ich jetzt nicht so korrekt gefunden, dass der dort so reingefahren ist. Das sagst du automatisch so ein Spaß oder so ein Vollidiot. Und für das wirst du dann aufgehängt. Und das finde ich halt einfach unnötig und es ist einfach lächerlich. Und ich meine, wir werden ja einen Sport sehen, wo eben Emotionen drin sind, wo Tränen vergossen werden, wo rumgeflucht wird, wo eben, das macht es ja auch aus und es ist menschlich und weiss ich was alles. Und da finde ich halt dann einfach mega schade, dass es halt einfach irgendwie durch eine FIA einfach versucht zu unterbinden, beziehungsweise einfach, weil sie das nicht möchten. Einfach dumm. Wirklich dumm. Ja, was war die Konsequenz von dieser Situation gewesen? Der Verstappen hat nach dem Qualifying einfach gesagt, oder denke, ich gebe nur noch kurze Antworten, weil es könnte ja sein, dass ich eine Verlängerung bekomme. Und muss ich ganz ehrlich sagen, eine richtig geile Aktion. Und für das erhaltet für mich der Verstappen schon langsam wirklich den richtigen Legendenstatus, muss ich wirklich sagen, weil das finde ich richtig geil. Weil er ist jetzt nicht einfach einer so, der jetzt einfach denkt so, ja, okay, ich gebe jetzt einfach meine Antworten und schaue einfach, dass ich nicht brauche, sondern er tut einfach blöd gesagt, Feuer mit Feuer bekämpfen. Er sagt einfach so, ja, ich gebe nachher draussen noch eine weitere Konferenz oder gebe ein weiteres Interview, wo ich meine Meinung dazu sagen kann und wo einfach außerhalb von der FIA ist. Und das finde ich richtig geil. So eine Aktion finde ich gut, einfach zum der FIA 1 reinwürgen. Und ich schwöre fast, er hat wirklich, glaube ich, weniger Antworten gegeben als in Kimi Räikkönen in der Pressekonferenz. Also, es ist auch wirklich schon Kimi Räikkönen verdächtig gewesen. Das ist schon sehr, sehr geil gewesen, seine Aktion, die er gebracht hat dort. Das ist auch das Tolle an Max Verstappen. Also entweder man hasst ihn oder man mag ihn. Er nimmt kein Blatt vors Maul. Er sagt, was ihm nicht passt. Und ich finde, so Leute braucht es mehr. So Leute braucht es einfach noch mehr in dem Sport. Das ist so wichtig. Einfach sich nicht von dem medialen Training zu fürchten, sondern einfach sagen, Leute, nein, einfach nein, ich bin nicht zufrieden damit. Er ist ja auch noch immerhin so korrekt und hat ihm, wo die Frage gestellt worden ist, noch gesagt, es ist nicht gegen dich. Es ist ja, einfach, voll. Ich will nicht. Und das macht ihn einfach so menschlich, er macht ihn für mich so sympathisch in dem Moment. Und er hat ja zuerst, glaube ich, sogar nach der Konferenz sind sie ja im Gang gesehen, hat er auch dort machen, bis der eine von der FIA, glaube ich, verantwortlich war und hat gesagt, ja, ihr dürft das doch nicht machen, ihr müsst dort ins offizielle Mediencenter vorlaufen. Und dann hat er einfach auf dem Weg weitergeschnurrt. Ja. Es ist so ein guter Protest gewesen und es ist so wichtig, das Statement zu setzen. Und ich bin gespannt, ob er das in Austin in einem Monat nochmal weiterziehen will, weil er hat nicht ausgeschlossen, dass es weiterzieht. Ja, also ich würde es geil finden, weil irgendwo durch musst du auch mal einfach, musst halt einfach ein Signal setzen. Ich meine, er ist ja nicht der Erste, der das macht. Ich meine, wann ist das gewesen? 22 oder 23?
Wann hat der Sepp aufgehört zu fahren? 23 oder 22? 22 hat er aufgehört. 22 war seine letzte Saison, oder ist er 23 gefahren? Nein, 23 ist Alonso und 22 hat er aufgehört. 22, ja. Da ist er dort in Miami ist das wegen der Unterwäsche. Und dann ist er ja dort mit der Unterhose über dem Rennanzug rumgesäckelt. So hat ja alles so einen Protest gemacht. Oder der Hamilton wegen dem Schmuck. Hat er dann irgendwie in einer Pressekonferenz irgendwie 3 Euro angekommen und weiss nicht wie viel Goldschmuck. Also einfach immer so ein bisschen Statement setzen. Das finde ich so wichtig, auch, dass sich die Fahrer gegenüber der FIA halt einfach nicht Lohn kriegen. Das ist halt einfach so klar. Weißt, ich will nicht abstreiten, dass der FIA nur einen scheiß Job macht. Der FIA macht einen guten Job. Ich meine, dank ihnen ist die Formel 1 so sicher, wie sie heute ist. Ohne die wären wir wahrscheinlich nie an dem Punkt. Ohne die hätten wir kein Halo auf dem Auto drauf. Gut, ohne Halo würde so ein Formel 1-Wagen immer noch schöner aussehen. Aber das ist jetzt Nebensache. Ich finde halt einfach, sie machen einen guten Job, aber sie mischen sich teilweise einfach zu fest rein. Und das ist halt einfach immer noch der ewige Konflikt zwischen, eben, wie du auch schon gesagt hast, FIA und halt einfach noch einerseits auch noch das kommerzielle Recht, wo halt auch Dings hat, Liberty Media. Weil die möchten halt eben da die Emotionen und alles drum und dran haben und vor allem die Action und der FIA möchte das eigentlich eher weniger haben, ein bisschen unterbieten. Aber ja, mal schauen. Was glaubst du, wenn der FIA hat ja eigentlich müssen die Rechte 100 Jahre abgeben. Ich weiß aber nicht, wenn es war. Es geht ja noch recht lang. Ob dann noch Formel 1 existiert, ist dann noch ein anderes Thema. Aber denkst du, wenn jetzt die FIA die 100%igen Rechte immer, also auch die kommerziellen Rechte hätten an der Formel 1, meinst du, Formel 1 würde es dann besser gehen? Dann würde es safe schlechter gehen, gell? Nimmst du jetzt auch an? Wahrscheinlich schon, weil du hast gefühlt kein grosses Pondo im Vierrad-Motorsport. Du kannst jetzt halt sagen, ja gut, wenn die FIA kein Thema ist, dann hast du halt FIM im Zweiradsport, aber ja, ich glaube, selbst wenn es die FIA nicht mehr gäbe im Zusammenhang mit der Formel 1, wäre irgendwo noch mehr Chaos um, als es wahrscheinlich jetzt wäre. Einfach auf eine andere Art und Weise. Ja, wahrscheinlich schon. Es ist halt immer schwierig zu sagen, gell? Es ist halt immer so ein Was-wäre-wenn-Szenario. Ich meine, schlussendlich, wie die Formel 1 aktuell aufgestellt ist ja gut. Ich meine, eben, man hat die FIA, die für das ganze Regelwerk zuständig ist. Man hat die Liberty Media, die für die kommerziellen Rechte und alles drum und dran zuständig ist. Ich meine, ich möchte es nicht abstreiten, das, was die Liberty Media gemacht hat, ist eine Rettung wahrscheinlich auch für die Formel 1. Für die Formel 1 ist es wie lange wirklich nicht mehr so gut angestanden. Ich meine, eben, wenn wir so in die Saison 14 denken und so, die sind dort wirklich nicht mehr so gut angestanden, also vor allem unter Ecclestone. Und also die haben da schon recht viel Geld können rausholen aus der Formel 1 oder auch investieren in die Formel 1. Oder viele Investoren neu bekommen, so muss man es auch sagen. Und ich finde es gut. Ich meine, ich bin auch ehrlich gesagt auch relativ froh, dass ja auch ein bisschen der Hype um die Formel 1 rückläufig ist. Ich meine, wenn man so ein bisschen allein schon... Hey, hast du die Verkaufszahlen gesehen vom F1 24? Das ist ja bodenlos. Hey. Es ist... Ich habe... Warte, das muss ich rausuchen. Ich habe so ein Magic gecheckt. Hey, das ist einfach so gravierend. Hey. Das ist so gravierend. Das musst du mal hören. Ich sage ja nur kurz dazu, das, was ich bis jetzt gesehen habe, von den ganzen EA-Games, es wird von Jahr zu Jahr einfach schlechter. Irgendwo vertretbar, egal welche Zahl du mir jetzt gerade sagst. Ja, also sorry für den Abstecher jetzt, wo ich komplett etwas anderes. Aber F1 2020 hat 1,2 Millionen Exemplare verkauft. Ja. F1 24 hat 133'000 Exemplare verkauft. Das ist Schmutz, Alter. Und darum, es verwundert mich nicht, dass sie ab 26 gar kein Game mehr machen. Wahrscheinlich machen sie nur noch im 25 eins und dann nicht mehr. Das 23 ist noch 500'000 Mal verkauft worden. Also es hat einfach einen Einbruch gegeben von fast 350'000 Verkäufen. Das ist so krass. Es spielt einfach niemand mehr. Ich weiss noch, das 21 haben wir gesucht. Das haben wir so oft Gamer im Stream und dann ist es einfach scheiße geworden. Heute spielt es niemand mehr. Es ist so gravierend. So gravierend. Wieder einmal mehr, seit EA im Boot ist, hat man es einfach kaputt gemacht. Aber ja, das ist eigentlich etwas, wo man woanders diskutieren sollte. Ja, das ist so. Ja, eben, es ist mir so gerade in den Sinn gekommen, eben, das ist so, mit so einem Hype, der ein bisschen zurückgeht. Also in der Game-Industrie ist es definitiv schon zurückgegangen. Und ich finde auch, eben, dass es auch allgemein ein bisschen der Hype retour gegangen ist. Ja, ich bin vor allem gespannt jetzt in Vegas, wie es dort ist. Weil dort haben sie letztes Jahr die Tribüne, haben sie die Leute rausgeschmissen gehabt.
Und die sind alles andere als amused gewesen dort, wo sie müssen früher heimgehen, weil ja, es hat natürlich Stau gegeben und er konnte den Berufsverkehr nicht durchfahren. Das ist sowieso sehr behindert gemacht eigentlich dort, aber ja, egal. Ich bin echt gespannt, wie es dort wird mit den Zuschauerzahlen. Weil, ich bin ehrlich, ich gönne der Formel 1 den Hype, aber ich bin auch froh, wenn der Hype nicht mehr so groß ist, weil einfach eben, gerade mit diesen Videos, die man siehst auf Instagram wegen Heckflügel, wenn so die 8-jährigen Technikspezialisten auf TikTok ihre Videos posten, dann kann ich mir sagen, Kollege, was willst du mir erzählen? Was willst du mir erzählen dort? Aber egal, so, bevor das so wieder zu fest abschweifen, wir gehen zurück auf den Singapur Grand Prix. Eben, Verstappen hat das Ganze ein bisschen boykottiert dort, was auch wirklich sehr gut war. Und dann kommen wir eigentlich zum Rennen. Und das Rennen, muss man sagen, ist langweilig gewesen. Das Rennen war wirklich ewig gefühlt und es war nicht geil gewesen. Also, das Einzige, wo man als Ausrufezeichen setzen kann, ist, dass es kein Safety Car gibt. Ich gratuliere Simi. Er kann nämlich jetzt beim Bingo ein Feld abhökeln, wo ich nicht damit gerechnet habe. Ist ja nicht mal meins. Ist nicht dies? Nein, ich kann nur den Prediction. Der Gap wird sich das zuteilen. Ah, wirklich? Hey. Aber ich bin stolz darauf, dass ich die Prediction reingeschossen habe und sie passiert ist. Da bin ich stolz drauf. Hey, also wirklich, das ist auch etwas, was ich nicht gedacht hätte, dass das wird passieren, aber es ist wirklich passiert. Also wir haben in Singapur, seit es den Grand Prix gibt, also der Mutter aller Nachtrennen, hat es immer eine Safety-Car-Phase gegeben, mindestens eine. Und jetzt ist wirklich das erste Jahr gewesen, wo es keins gegeben hat. Und der Magic Car, das ist halt, wenn man den Logan rausrührt. Ich schwöre, wenn der Logan drinnen geblieben wäre, dann hätte es den Klapp gegeben, dann wäre Safety Car gekommen. Nein, aber ja, wirklich sehr, sehr überraschend gewesen. Aber es ist schon das Rennen an sich ist wirklich eigentlich sehr, sehr durchwachsen gewesen. Also man hat einfach wieder einen McLaren gehabt, der sehr, sehr dominant war, was halt, ja, ihr Auto liegt halt auf wahrscheinlich holpriger Strecke, Stadtkurs und halt, wo ein bisschen langsame Kurve hat, liegt halt das Auto wirklich sehr gut. Ist wieder mal einmal mehr bewiesen worden. Nur der Norris, über den müssen wir ein bisschen reden, wo klar zwar ein dominantes Rennen gemacht hat und auch das Rennen gewonnen hat mit, weißt du, wie viele Sekunden er ins Ziel gekommen ist? Ich weiß es nicht. 20,9 sind es gesehen, 20,9. Also wirklich auch jetzt sehr stark, das erinnert ein bisschen wieder an Max Verstappen Zeit 23, aber er hat halt doch zwei Fehler gehabt. Also der eine Fehler war einmal, wo ein Tech Pro gedutscht hat, in Turn 4 wahrscheinlich ist das etwa gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. 1, 2, 3, 4, ja. Wird das gewesen sein? Das ist die schnelle rechts, habe ich gemeint. Ja, und nachher in die DRS-Zone geht. Ich habe gemeint, es war die gewesen. Ich glaube, es war sogar Kurve 14 gewesen. Ja, ist ja egal, ihr wisst es. Ist eigentlich egal, ja. Aber er hat ja dort Deutsch gehabt und wirklich mega Glück gehabt, dass er nicht mehr Speed reingefahren ist. Er hat dort 4 Sekunden, glaube ich, liegen lassen, habe ich gemeint im Nachhinein. Und hatte dann das Gefühl gehabt, der Flügel sei kaputt gegangen, ist aber meines Wissens nicht kaputt gegangen. Also man hat ja nichts gesehen, der hat kein Teil verloren, aber ja, der hat wirklich dort Wankes, hat einen Fehler gemacht und dann nachher bei dieser Kurve, wo die Wand ein bisschen raussteht, wo der Russell bestens kennt, von letztes Jahr noch, wo er nämlich gedutscht hat und nachher rausgeflogen ist, die hat er auch noch mal geküsst und dort hat er mega Glück gehabt, weil der Magnussen hat ja einen Puncher gehabt, meines Wissens, nicht an dieser Wand, aber er hat ja eigentlich auch nur leicht touchiert gehabt und dort hat es gerade eigentlich die Felgen vertatscht gehabt und hat gerade einen Puncher gehabt und dort hat eigentlich der Norris richtig Glück gehabt, weil der ist nämlich auch relativ defekt trainiert und auch nicht gerade fein und das hätte ja auch locker können eine Felge kaputt machen und ja, dann hast du natürlich auch wieder verloren, machst Unterboden kaputt, hast Puncher und verlierst Positionen. Also von dem her dort mega Glück gehabt, zweimal und ja, ich meine, ich habe es vorher schon angesprochen, eben Norris in meinen Augen macht er einfach immer noch ein zu viele Fehler, gerade eben so in Situationen, wo es um die Wurst geht, macht er halt einfach die Fehler. Klar, man kann sagen, es ist Singapur, wo halt wirklich nochmal eine andere Herausforderung ist mit ja, thermischen Umständen, sage ich jetzt einfach halt mal. Du hast halt schon komplett andere Temperaturen. Aber ja, ich bin jetzt mal gespannt, weil der Gabo, ich weiss im Gabo seine Einstellung zum Norris, aber wie ist deine Einstellung zum Norris? Also jetzt abgesehen davon, dass er Brit ist, ja, lassen wir jetzt mal außen vor, aber hast du auch das Gefühl, er macht immer noch zu viele Fehler, für das, dass er eigentlich schon relativ lange in der Formel 1 ist? Er macht viel zu viel. Also, nur schon allein,
ich erinnere mich sehr gut zurück als 21, wo er irgendwie Russland hat können gewinnen. Das ist so der Ursprung gewesen. Das schlicht sich immer durch. Er macht die kleinen Fehler. Was hat er allein da für Fehler gemacht? Er ist gegen Verstappen Österreich ein bisschen zu Harakiri im Endeffekt gewesen. Das hätte er auch anders können lösen. Jetzt Singapur hat er Schwein gehabt. Wo hat er auch noch gehabt? Der hat in Qualifying ein paar Einwohner vermasselt. Ja, es ist vor allem eben immer Qualifying. Eben, wenn es immer ein bisschen um etwas geht, eigentlich macht er immer einen Fehler eigentlich. Das ist schon hart. Also, ich sage, Norris hat Pace. Aber irgendwie, es ist nicht. Es überschattet nicht seine Fehleranfälligkeit. Ja. Das ist vielleicht falsch ausgedrückt. Also, seine Pace ist nicht viel grösser als die Fehler, die er macht. Oder er trifft noch nicht die richtigen Entscheidungen, auch strategisch gesehen. Silverstone auch. Er ist gefragt worden, was er macht. Hat die falsche Entscheidung getroffen. Ich kann auch im Umkehrschluss sagen, das Team müsste ja von Anfang an entscheiden. Aber ja. Ja, es ist halt schon so, gerade eben so in solchen, sag ich mal, so Schlüsselsituationen, merkt man halt schon, dass er nicht ein Hamilton ist, nicht ein Verstappen ist. Wenn man noch ein Alonso ist, eventuell. Also gerade eben so die grossen Namen in der Formel 1. Merkst du einfach, dass er das nicht ist. Und du kannst ihm wie nicht sagen, ja, es liegt an der Erfahrung, weil er hat die Erfahrung. Er ist so lange schon eigentlich in der Formel 1. Klar, man muss jetzt auch dazu sagen, er hat jetzt das erste Jahr auch, oder vielleicht sagen wir mal 1,5 Jahre, wo er jetzt so ein Auto hat, wo er um etwas fahren kann. Das muss man natürlich schon auch noch ein bisschen muss man auch ein bisschen berücksichtigen. Auch McLaren ist ja auch in dieser Situation, wo sie um Siege fahren und nicht mehr um eventuelle Podestplätze oder einfach gute Punkte. Du musst natürlich auch als Team deine Strategie komplett anpassen. Weil man muss das auch noch ein bisschen erwähnen, dass McLaren auch hier und da ein bisschen Strategiefelder drin hatte. Also man sieht, es ist nicht nur eine Krankheit, die jetzt Ferrari einfach immer hat mit Strategien, sondern auch ein Team, das jetzt vielleicht eben jahrelang nicht mehr um Siege gefahren ist, hat vielleicht auch mal wieder ein bisschen Problem, dass sie wieder ein bisschen in den Rhythmus hineinkommen. Aber ich finde schon auch, dass es sehr viele Fehler sind von Fahrerseite nachher, eben sprich Norris-Seite her. Und das ist immer so schlimm, wenn ich das sage. Also ich merke es selber, wenn ich das sage, weil ich ihn eigentlich in jeder Episode eigentlich kritisiere wegen seiner Fehlerquote in meiner Fahrt. Aber es ist wirklich, ich habe nichts gegen ihn persönlich. Ich finde ihn einen mega sympathischen Dude auch und ich finde ihn auch wirklich einen lustigen. Ich finde es ein bisschen schade, er findet so ein bisschen das Lustige mehr als heute. Heute ist er eigentlich mehr so ein bisschen ernster. Merkt man schon, er ist nicht mehr so sag ich mal, das Kind von früher, ein bisschen der Verspielte. Aber ich finde es auch gut, weil irgendwann musst du ja auch ein bisschen eine Wandlung in der Formel 1 haben. Das hat jeder Fahrer. Ich meine, eben, Max ist gerade das Paradebeispiel. Der ist gekommen, jung, aggressiv, Hitzkopf und alles. Und jetzt ist er eigentlich wirklich schon ein bisschen gelassener Fahrer, ein gut durchdachter Fahrer und macht halt alles wirklich mit einem gewissen Hintergrundgedanken. Das merkst du halt schon, dass er die Entwicklung hat. Beim Leclerc weiss ich jetzt nicht, was dort die Entwicklung war. Sorry, Simi, aber es ist halt einfach so. Irgendwie doch bei der Leclerc hat immer noch gefühlt wie das erste Jahr bei Ferrari teilweise. Einfach gut. Ich will nicht sagen, dass er schlecht fährt. Aber beim Leclerc merke ich jetzt nicht irgendwie so eine Entwicklung, weißt du, dass es sich extrem verändert hätte. Oder du bist jetzt ein Leclerc-Fan. Du kannst mir sagen, hat er eine Entwicklung gemacht? Also wenn du schon mit anfängst, gehe ich mal davon aus. Nein, eigentlich nicht, sind wir ehrlich. Er ist ein bisschen depressiver geworden, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, das stimmt schon, ja. Mental Breakdown, ja, wirklich. Ja, das ist so. Aber es gibt einfach so Fahrer, wo du das irgendwie nicht so merkst, aber es gibt Fahrer, wo du es irgendwie brutal merkst. Und das finde ich eben noch recht krass, dass beim Norris merkst du es mit unter anderem eigentlich am stärksten, habe ich so das Gefühl. Aber eben, er ist sicher ein guter Fahrer, aber ich glaube, er kommt nie so an das Level her wie eben so die All-Time-Goats, eben so wie jetzt Alonso, Hamilton, Schumi, whatever und so, der kommt er nie her, glaube ich, weil er halt einfach für das in seinem Alter mit dieser Erfahrung immer noch zu viele Fehler macht. Sei es jetzt Qualifying oder Rennen. Weißt du, wir reden hier von Alter und Erfahrung im Endeffekt. Das ist einfach so krass. Er hat jetzt
glaube 122 Rennstarts. Er ist eigentlich 24. 24 ist er. Ist sau jung und du bist in dem Sport, du wirst schon abgeschrieben. Du bist mit 24 schon fast abgeschrieben, wenn du noch nichts erreicht hast. Also, du siehst auch den Sinneswandel, wo der Sport hatte. Früher bist du mit Ende 30 bist du noch voll in der Blüte drin gewesen. Heute bist du 25 bist du schon abgeschrieben. Ja, es ist eigentlich schon krass. Aber ich meine, eben, schau mal die jungen Fahrer, die kommen und was die für Leistungen bringen. Jetzt eben gerade so eine Colapinto. Ich finde es einfach krass. Ich weiß nicht mehr, wer die Aussage gedroppt hat. Wer hat das gesagt? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber er hat gesagt, dass für ihn, ist es der Rosberg? Ich weiß nicht mehr wer. Aber er hat gesagt, für ihn ist das so ein bisschen wie der Beweis, dass die jungen Fahrer, wie jetzt eben Burman, Colapinto, dass die ein bisschen der Beweis sind, dass ein Formel-2-Auto wahrscheinlich im Moment schwieriger zum Fahren ist als ein Formel-1-Auto sogar. Und das predige ich in meinem Umfeld im Fall schon seit Jahren. Das predige ich wirklich seit Jahren. Ja. Weil ich weiss nicht, wer das war, der das gesagt hat von der Journalist, aber er hat gesagt, er glaube, es ist schwieriger, ein Formel-2-Auto als Limit herzubringen als ein Formel-1-Auto. Und Formel-2-Auto ist schwieriger, in dem Limit, wenn man es am Limit hat, in dem Limit innen zu halten. Also es ist schwierig, dort herzukommen und dort innen zu bleiben, als bei der Formel 1, weil das bringst einfacher als Limit und kannst länger auch im Limit innen halten. Und ganz ehrlich, wenn ich so überlege, dass jetzt 2 Fahrer von der Formel 2 kommen, eigentlich gerade wirklich Punkte reingefahren sind schon beide und wirklich jedes Rennen, bis jetzt, wo sie gefahren sind, eigentlich wirklich überzogen haben, muss man sagen, auch jetzt in Burman. Finde ich schon krass, da muss man auch wirklich überlegen, ja, muss man dann nicht eher mal eben eine mehr den Formel 2-Fahrer eine Chance geben oder eine mehr eine Chance geben, in die Formel 1 reinzukommen? Weil, ich meine jetzt eben, Red Bull hat einen riesen Pool an Nachwuchsfahrer, auch ja, Mercedes kommt jetzt auch mit dem Antonelli. Also, nächstes Jahr wird es spannend, wie die Rookies sich beweisen. Ich meine, wir haben Burman, wir haben gut Colapinto, sagen wir, Colapinto geht zu Audi, hätten wir Colapinto, dann hätten wir Antonelli, dann hätten wir den Jack Doohan. Gut, den kannst du vergessen, der fährt ja nicht. Aber dann hast du noch. Wer hast du noch? Das sind alle. Aber du hättest 4 Rookies hättest du. Lawson hättest du auch noch. Ja, stimmt, Lawson. Also 5. Ja. Gut, Lawson ist eigentlich kein Rookie mehr, ist ja auch schon gefahren. Aber egal, es wäre seine erste volle Saison in dem Sinn, ja. Alonso, ja. Alonso auch Rookie. Aber. Weißt du, was ich meine? Es ist schon echt spannend, wie die neue Generation wird fahren. Bin ich echt gespannt. Ja, absolut. Nicht nur du. Es hat ein bisschen gefällt in den letzten Jahren. Es hat echt gefällt. Ja, man hat halt immer auf Erfahrung gesetzt. Paradebeispiel Haas. Mit Magnussen und Hülkenberg. Ja, aber da nur, weil die ein Trauma hatten von ihrem Mazepin und Schumacher dort. Ja, gut, ja. Ja, ist schon so, ja. Und dann haben sie gedacht, so besser, wir gehen auf Fahrer, die nicht so viel crashen. Und dann haben sie den Magnussen geholt, der auch gerne crasht. Da war etwas gewesen, warte mal. Ja, also, ich finde, den Jungen sollte man wirklich eine Chance geben. Ich meine, eben Piastri ist ein Paradebeispiel, so ein guter Fahrer eigentlich die ganze Zeit, also wirklich immer gut am Fahren. Aber, eben gerade vorher angesprochen, Colin Hülkenberg macht natürlich nach wie vor einen sehr guten Job. Ich meine, jetzt eben auch wieder in Singapur super Qualifying gefahren. Ich glaube, das ist einer, der regelmäßig ins Q3 reinkommt oder sehr oft ins Q3 reinkommt mit dem Haas. Und auch Haas hat eine gute Entwicklung gemacht, was Rennpace anbelangt. Die sind schon auch wirklich immer gut dabei jetzt inzwischen. Jetzt auch wieder ein super Rennen in Singapur hergelegt. Man hat einen Red Bull hinter sich gelassen. Muss man auch so noch erwähnen, so nebenbei. Und ich meine, das haben wir gerade vorher schon gesagt, Audi hat wahrscheinlich mit unter anderem den besten Deal gemacht mit dem Hülkenberg, dass sie den geholt haben jetzt. Ja, der Nico gefühlt in seiner zweiten Prime. Also, was der aus dem Haus rauszaubert, ist fantastisch. Wo hat er schon mal Prime gehabt? Ja, mal, der hat zu seinen Force India-Zeiten ist der, und auch vorher, das eine Jahr bei Sauber, das ist echt so vor 10 Jahren, ist er wirklich, würde ich schon sagen, ist er Prime gewesen. Wie lange ist der schon in der Formel 1? Seit 2009, gell? Oder 2010 hat er sein erstes Jahr gehabt, dann ist er im 11 schnell rausgedroppt worden und ist im 12 zurückgekommen. Ja. Ah, er ist auch zweimal rausgedroppt? Ja, Williams hat ihn nicht haben im 11, wieso immer. Also, okay. Ja. Also zweimal rausgedroppt, dann gibt es ja für den Ricciardo gleich noch Hoffnung. Ja, krass. Ja, nicht gewusst, dass der mal ein Jahr weg war. Nochmal.
Aber okay. Ja, aber Hülkenberg, Top-Rennen gefahren. Ich gönne es ihm von Herzen, dass er jetzt dort bei Sauber dann nachher oder bei Audi dann hoffentlich ein gutes Auto bekommt und er einfach mal aufs Podium kommt, weil das ist das, was mir einfach wirklich noch fehlt. Ich sehe mir da das Rennen in Hockenheim von meinen Augen, wie er dort rausgefragt ist. Ich bin einfach dabei gewesen, ich bin live dort gewesen, du auch. Aber ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, als ich im Motordrom gestanden bin dort. Der fährt dort raus, Mann. Dort hat es ihm wirklich gegönnt, dass er dort mit Renault mindestens Dritter geworden wäre. Ich wäre einfach Kwiat auf dem Podium oben gestanden. Kwiat war auf dem Podium gewesen, ja, mit Toro Rosso. Ey. Das war auch etwas gewesen, ey. Ja, das war ein wildes Rennen gewesen dort. Sehr, sehr wild. Hat ja gewonnen, hat ja der Hamilton, ja, und Vettel ist, glaube ich, das zweite Wort, habe ich gemeint. Oder bin ich falsch? Nein, gewonnen müsste ich eigentlich, glaube ich. Oder Verstappen. Verstappen, ja. Verstappen, Vettel, Kwiat. Ja, Verstappen, ja, Vettel, Kwiat. Verstappen, ja. Hamilton kann es ja nicht gewesen sein, der wäre ja eigentlich 11. geworden. Hamilton ist die ganze Zeit in der Box hineingehockt, stimmt. Bis sie dort alles montiert haben in diesem Hurenkarren. Stimmt, habe ich wieder voll vergessen. Das heisst wieder, ich bin Hamilton-Fan. So, also, das ist eigentlich auch schon Singapur-Rennen gewesen. Eben mehr kann man nicht über das Rennen erzählen, weil einfach nicht mehr passiert ist an dem Wochenende. Was aber an dem Wochenende passiert ist... Oh, warte, ich wollte noch ein Stat droppen. Ja. Da hat man noch nicht gehört. Es ist der erste Back-to-Back McLaren-Sieg seit 2012. Den wollte ich droppen. Da steht der Button mit Hamilton gefahren. Ja, es ist Austin, Brasilien 2012. Die letzten beiden Rennen sind die letzten Back-to-Backs gewesen, bis zu denen jetzt zu einem da. Und dort war Hamilton und Button paarig, gell? Ja. Gut. Krass, ja. Ja, du siehst, McLaren hat da langsam wieder mal ein bisschen auf, was so, oder beziehungsweise, mal ein bisschen Geschichte schreiben. Geschichte ist jetzt übertrieben, aber ist eigentlich schon krass, die Differenzen. Eben da merkst du eigentlich, wie lange dass die nirgendwo mehr waren und wie sie jetzt wieder aufgeholt haben. Das ist eigentlich schon recht krass. Wenn du so die Zahlen hörst, so von 10 Jahren oder 12 Jahren sogar eigentlich, ist eigentlich schon krass. Richtig heftig. So, also, wir kommen jetzt noch zum letzten Thema. Eben etwas, was sich an dem am letzten Rennwochenende ein bisschen angekündigt hat, ist das mit dem Daniel Ricciardo war. Schon vor dem Grand Prix hat es die Gerüchte gegeben, dass er droppt wird nach dem Rennen. So, also aus der Formel 1 gedroppt wird, da leitet gerade Ricciardo an. Ich habe auch Merch vom Ricciardo. Enchanté habe ich auch an. Es ist, also heute ist der 26. aber heute ist es offiziell bestätigt worden, gedroppt wurde. Es ist aber so gewesen, dass er schon vor dem Grand Prix gewusst hat, vor dem Grand Prix Wochenende hat es gewusst gehabt. Und irgendwo durch finde ich es ein bisschen schade. Also, soll ich schon ausholen? Wolltest du schon ausholen? Ja, er ist mein Lieblingsfahrer, bin ich ehrlich. Habe ich immer gesagt. Hol aus. Also, Lass raus. Einerseits finde ich es eine bodenlose Frechheit von Red Bull. Ich will nie mehr in meinem Leben Red Bull trinken. Also, das ist schon mal vorab programmiert. Scheiß auf die neue Winter Edition. Nie mehr. Es ist richtig bodenlos, finde ich, dass du einen Fahrer, der so lange in der Red Bull-Familie war, ich meine, du musst dir das mal überlegen, der ist in jedem Red Bull-Team, das es je gegeben hat in der Formel 1. Der war bei Toro Rosso, Alpha Tauri, Red Bull Racing, Visa Cash App Racing Bulls. Hat es noch eins gegeben? Nein, das sind alle 4. In jedem Team ist er eigentlich gefahren. Oder in jedem Teamnamen ist er eigentlich gefahren. Und er war so lange dabei gewesen, und dann wirst du so mehr oder weniger bodenlos rausgedroppt. Weißt du, wie ich meine? Wieso? Also, klar, wir haben vorher schon ein bisschen angefangen darüber zu reden. Aber in meinen Kopf hineinbringe ich es nicht. Wieso lässt du ihn nicht einfach fertig fahren in dieser Saison? Da hat er einen schönen Abschluss gehabt. Und dann hast du noch in Abu Dhabi irgendetwas Spezielles veranstalten, weil er doch eben den Rennstall, die Entwicklung und alles doch auch ein bisschen geprägt hat, bin ich ganz ehrlich. Und vor allem hat er auch das ganze Fahrerfeld auch geprägt. Er hat auch viele Leute in die Formel 1 reingebracht mit seiner Art und Weise, muss man auch sagen. Also er ist nicht einfach irgendwie, ein Sergeant, wo jetzt einfach niemand interessiert, dass der jetzt halt rausgegangen ist. Aber
weißt du, wie ich meine? Ich finde es halt einfach ein bisschen schade. Ich meine, er ist jetzt schon auch jemand, der Grand Prix Wins geholt hat. Er hat vielleicht nicht direkt immer um eine Championship gefightet gehabt, aber er war schon auch immer ein bisschen dabei gewesen. Er schon seine beste Position in der Championship war schon der 3. Platz mal gewesen. Also er ist ja nicht irgendwie einer, der nichts erreicht hätte. Er ist ja schon auch, hat ja doch auch einen Stellenwert gehabt. Und er hat ja auch immer selber gesagt, und auch alle anderen Fahrer oder auch Teams und alle haben immer gesagt, die Pace von ihm ist ja schon auch aber seine Konstanz ist halt einfach nicht mehr die er mal hatte. Das hast du schon auch gemerkt. Weißt du, ich meine, ich sehe es realistisch. Ich kann es verstehen, dass man ihn droppt. Dass man halt jetzt einfach den Lawson reinsetzt. Lawson hat ja jetzt den Vertrag bis Ende 24. Er hat ja nicht einen 25er Vertrag bekommen. Dass man ihn halt einfach auch fahren lässt, um zu schauen, wie fährt er. Ich kann es verstehen, dass man halt dann nachher sagen kann, so, okay, auf 25 Minuten jetzt doch nochmal ein komplett neuer Rookie, wenn es der Lawson gleich einfach komplett scheiße fahren. Aber ich finde es halt einfach, es passt zu Red Bull, es passt so ein bisschen zu der Mentalität von Red Bull, wie sie mit den Fahrern umgehen, à la Schleudersitz. Aber ich finde es halt einfach gegenüber ihm nicht fair. Einerseits, was er für einen Charakter hat und halt einfach auch, eben, wie er halt Formel 1 und auch Teams ein bisschen geprägt hat. Und das macht mich auf einerseits richtig traurig. Ey, das Interview, Mann, ich habe wirklich fast gedacht, das hat mir das Herz zerrissen, wie er dort das Interview gegeben hat, wo er so gesagt hat, so eben so, ja, eben, es könnte ja sein, obwohl das er ja eigentlich genau gewusst hat, es ist ja so. Wow, Alter, wenn das jetzt so im Nachhinein oder denken, das tut noch mehr weh. Ey. Und wie er dort mit den Wörtern geringt hat und so und auch gegen Tränen gekämpft hat, das hat schon weh getan, um das anzuschauen. Und darum, ich finde es verdammt schade. Also für mich bleibt er nach wie vor einer von den talentiertesten Fahrer, der Mr. Late Break himself, oder der hat das erfunden. Inzwischen muss man sagen, der Colapinto hat es auch nicht schlecht gemacht in Singapur, aber für mich bleibt er wirklich immer noch einer der Besten und ich würde es ihm von Herzen gönnen, würde er irgendwie eben zum Beispiel bei Audi nochmal eine Chance bekommen. Jetzt, wo du gesagt hast, dass der Hülkenberg erst das zweite Mal in die Formel 1 reingekommen ist, ist da meine Hoffnung gerade wieder aufgegangen. Aber nein, ich bin natürlich auch realistisch. Ich weiß natürlich schon, dass er sehr, sehr, sehr wahrscheinlich noch mit die Formel 1 reinkommen wird. So wie es jetzt auch auf den ganzen Social Media Beiträgen so aussieht, wird er auch wahrscheinlich komplett Red Bull verlassen. Also so der Christian Horner hat sich auch bedankt und auch Red Bull hat sich bedankt. Also ich glaube nicht mal, dass der irgendwie so eine Marketing-Role wird bekommen oder dass er so ein Werbegesicht wird werden von Red Bull. Also ich könnte es vielleicht schon vorstellen, weil er hat halt schon ein gutes angesehen oder sein Ansehen ist schon gut, so muss ich sagen, dass er irgendwie gut Werbung machen könnte. Aber ich glaube auch, das wäre auch nicht so in seinem Interesse. Ich weiß auch nicht, ob er je noch Motorsport so ein bisschen betreiben will. Indy hat er anscheinend kein Interesse, hat er gesagt. Ob Indy Interesse an ihm hat, ist natürlich das andere. Ich glaube es wahrscheinlich schon. Aber er hat nicht so Interesse daran. Ja, also zusammengefasst, ich finde es ein bisschen für ihn oder für das, was er gemacht hat, finde ich es ein bisschen ein unwürdiger Abgang. Also nicht Seite von ihm, sondern Seite von Teams. Aber ich kann es auch irgendwo durch nachvollziehen. Aber in erster Linie finde ich es einfach sehr schade. Und bin sehr, sehr traurig. So, ich könnte noch fluchen, aber ich möchte nicht fluchen. Das ist doch echt nur zur Sozialstunde verdonnern. Da. Ja. Ich kann mich da eigentlich mehrheitlich nur anfügen. Der Abgang hat er nicht verdient. Ein Name wie Daniel Ricciardo, der verdient, dass er die Saison zu Ende fahren darf und beim letzten Rennen gebührend verabschiedet wird. Alles andere ist einfach nicht fair gegenüber ihm. Ich habe mir dann heute gleich noch schnell seine Stats angeschaut und auch wieder gemerkt, dass er auch, als er in die Formel 1 kam, keine komplette Saison gefahren ist und dann denkt, ja, es ist paradox, dass er ausgerechnet jetzt in seinem Karriereende auch diese Saison nicht beenden darf. Es ist wie so ein Gegenstück, das dort mit dem Anfang und dem Ende. Und es ist echt schade, ich bin immer Fan von Ricciardo auch gesehen. Wirklich, als er reingekommen ist in die Formel 1, habe ich ihn vielleicht noch nicht so ganz verfolgt, aber als er dann plötzlich bei Red Bull aufgeblüht ist, bin ich immer froh gewesen, wenn er richtig gut performt hat, auch wenn er seine Siege geholt hat. Er hat mit seinem Lachen, so eine Ausstrahlung, hast einen Charakter in der Formel 1. Der hat so seine viel, Schuhe ist auch. Ja, er hat so alles. viel geprägt, so viel gemacht und er ist eine Legende. Auch wenn er den Titel nie geholt hat, er hat so geile Rennen gehabt und hat sich dann leider in seiner zweiten Karrierehälfte viel falsch entschieden.
wie sein Weg aussehen soll. Ich bin immer noch der Meinung, er hätte versuchen, den Kampf gegen Verstappen in Angriff zu nehmen. Das sind Jahre, die ausgeklaut worden sind. Das wären wahrscheinlich so interessante Jahre geworden. Ja. Aber ja, stattdessen hat er wenigstens noch einen Sieg mit McLaren bekommen, in Monza. Was ja auch schön ist auf der anderen Seite. Ja, und noch 2 Podium mit Renault. Ja, weißt du, der Rosberg hat nach dem Singapur Grand Prix ihn auch gefragt in einem Interview von Sky, ob er es eigentlich je bereut hat, dass er den Wechsel gemacht hat von Red Bull weg. Und da hat er so gesagt, es ist im Nachhinein ist es immer schwierig. Im Nachhinein würde man als ersten Reflex sagen, ja. Weil man weiß aber halt auch nie, wie sich das Team entwickelt. Ich meine, das ist halt schon so. Ich meine, das ist halt, gerade wenn du das Team wechselst, es ist ein riesen Pokerspiel. Ich meine, der Hamilton, auch er, entweder geht er im Ferrari nochmal auf, holt vor dem Leclerc Championship, oder es ist einfach ein richtiger Downfall und man denkt sich einfach so, Alter, wieso hast du das gemacht? Also, es ist einfach 50-50. Und das ist aber beim Ricciardo auch ein bisschen klar. Renault hat auch Championship-Potenzial, also Potenzial nicht in dem Sinne in der Saison gehabt, aber sie haben ja auch schon Championships geholt. Also sie sind ja dort nicht unerfahren. Aber es wäre natürlich mit McLaren möglich gewesen. Und darum hat er auch den Wechsel gemacht, weil McLaren hat dort natürlich schon ein bisschen die Aufwärtsspirale gehabt. Es ist halt, ja, entweder ist er, vielleicht kann man auch sagen, er ist zur falschen Zeit immer noch ein bisschen am falschen Ort gewesen nach Red Bull. Aber er ist natürlich auch, wenn man ein bisschen schaut, wie der Norris gerade zum Beispiel bei McLaren gefahren ist und wie der Ricciardo gefahren ist er natürlich schon im Hintertreff gewesen. Renault hat das erste Jahr ein bisschen den Trouble gehabt. Das zweite Jahr war dann aber schon besser gewesen. Das hat er auch den Ocon sehr gut im Griff gehabt. Das erste Jahr war schon mit dem Hülkenberg gewesen. Den hat er aber eigentlich auch gut im Griff gehabt, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich glaube, hätte er den Switch vor allem von Renault zu McLaren nicht gemacht, wäre er wahrscheinlich immer noch in der Formel 1. Oder hätte er nicht so, wäre er auch nie aus der Formel 1 gedroppt. Weil ich meine, wenn du schaust, wie sich Renault nachher entwickelt hat, dort sind ja beide Fahrer nachher, wären ja weiter hintergekehrt von der Performance her. Mhm. Aber nicht weil von der Leistung, von der Fahrerleistung her, sondern eher von der Autoleistung her. Weil sie halt auch Mühe hatten. Und ja, wer weiß, vielleicht hat es sich auch anders entwickelt. Vielleicht wäre Renault mit seiner Erfahrung doch nochmal in eine andere Richtung gegangen, weil sind wir echt, Alonso hat auch viel Erfahrung, aber der Alonso macht einfach sein eigenes Ding. Er ist einfach, wie soll ich sagen, er ist der Chef, der Alonso, und das Team hat einfach das, oder muss das machen, was er sagt, so ein bisschen in dem Stil hat. Und darum hätte es vielleicht auch ein bisschen anders kommen, aber da sind wir wieder bei was wäre wenn. Ich glaube es einfach, der Wechsel zu Renault kann ich nachvollziehen. Also wir müssen nicht darüber diskutieren, es ist ein Flüchten von Red Bull gewesen, das definitiv, weil er einfach Angst wahrscheinlich schon hatte, dass er von einem jungen Max Verstappen dominiert wird oder halt einfach voneinander genommen wird. Also das, was er eigentlich mit dem Sepp gemacht hat, ein Jahr lang. Und das hätte er vielleicht auch ein bisschen ausweichen. Aber ich glaube, der Move zu McLaren, den hätte er nicht machen sollen. Das ist eigentlich so. Dort hat es eigentlich richtig angefangen. Bei Renault war es eigentlich noch okay gewesen. Das erste Jahr war so lala, das zweite Jahr war aber gut gewesen. Aber ja, ich meine, eben bei McLaren, abgesehen vom Win in Monza, wo aber auch nochmal passiert ist, weil der Max und Hamilton sich gegenseitig aufgeladen haben, ja, wäre auch nicht stand gekommen in dem Sinn. Also das ist eigentlich auch nur durch Glück passiert. In dem Sinn. Aber ja, allem in allem, eben, wie gesagt, es ist schade, eben, dass er halt eigentlich so hätte jetzt müssen gehen. Er hat es nicht verdient. Und ja, mal schauen, wo es den Herren verschlägt. Es regt mich einfach auf. Ich weiss, also ganz ehrlich, wie ich vorher schon gesagt habe, ich schaue, es gab so im Formel 1 schießt mir ja, Ricciardo nicht. Wirklich, er war so sympathisch gewesen. Immer, wenn der gesehen ist, ich habe dem immer die Däume drücken. Und er hat sogar noch am ersten Testtag hat er noch Bestzeit rausgehauen. Das Jahr. In Bahrain, wo sie Pre-Season-Test hatten. Im ersten Training dort, oder im ersten Lauf hat er Bestzeit rausgehauen. Ja, ich habe mich gefreut, als er zurückgekommen ist. Es hat mich angeschissen, als er die Pfote gebrochen hat. Ich habe mich gefreut, als er nachher wieder retourgekommen ist. Weil, als er dort der letzte bei AlphaTauri reingekommen ist und gerade gefahren ist, dort hat er eigentlich wirklich gut geliefert bei AlphaTauri. Aber
ja, du, es ist jetzt halt mal so, wie es ist. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde jetzt nicht fluchen, ich werde jetzt sagen, dass Red Bull scheiße ist, aber irgendwie, ja, es sind so gleich verdammte Affen. Aber, ja. Ich fände es noch cool, wenn es jetzt wirklich das Ende ist von der Formel 1, wenn er versucht, Triple Crown zu holen. Irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe ihn dort. Einfach versuchen, auch wenn er sagt, Indycar reizt er nicht. Indy 500 ist dann wieder etwas anderes. Und das Langstrecke, dort würde ich ihn sogar noch sehen. Ja, WEC kann ich gerade sagen. WEC Series würde ich ihn ehrlich gesagt auch noch sehen, ja. Also Daniel Ricciardo Triple Crown, das wäre einfach, stell dir vor, der macht das einfach. Der wird durch etwas holen, was Alonso nicht mal geschafft hat. Also, weißt du, wie geil? Also. Ja. Ja, das wäre schon cool, ja. Mal schauen, vielleicht eben geht er so in eine Richtung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt ein paar Jahre wahrscheinlich nicht viel von ihm hören, also was so motorsporttechnisch anbelangt. Was halt einfach wirklich sehr, sehr schade ist. Ja. Ja, aber ich glaube, sonst soweit haben wir eigentlich alle Themen angesprochen, die wir ansprechen wollen. Außer dir fällt noch gerade spontan etwas ein, das wir ansprechen wollen. Nein, eigentlich nicht. Ich schulde dir eigentlich nur eine Antwort, wo der Berm in der Formel 2 aktuell steht. Aha, stimmt, ja. Es ist WM-Rang 15. 15, ja. Der kommt in die Formel 1. Nicht schlecht. Ja gut, wir hatten auch einen Logan Sargent, der knapp Punkte erreicht hat, dass er die Superlizenz bekommt. Also, ja, das gibt es ja auch. Aber hey, der Sargent, das war mal ein anderes Thema oder ein anderes Kaliber. Also Rest in Peace an dieser Stelle. Und ja, da würde ich sagen, was es war mit dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Ein grosses Dankeschön geht raus an Simi. Danke, dass du Zeit genommen hast heute Abend, dass du mitgemacht hast bei dieser heutigen Episode. Und Grüße geht natürlich aus an Gabu. Du wirst es eh nicht hören, weil ich weiss, du hörst unseren Podcast eh nicht, so eine Ratte, aber egal. Und ja, natürlich geht auch ein großes Dankeschön an euch raus, die den Podcast hören. Danke für dass ihr bis dahin zugelassen habt. Und wir hören uns dann wieder, ich denke, ja, wahrscheinlich etwa 4-5 Wochen. Erst wieder, wenn die nächsten Grand Prix wieder stattfinden, weil jetzt ist ja eigentlich die Herbstpause. Und ich glaube, jetzt zwischen ihnen wird nicht wahnsinnig viel passieren. Eben, by the way, falls man es noch nicht richtig erwähnt hat, der Liam Lawson kommt jetzt natürlich als Ersatz mit Daniel Ricciardo, was ich nicht erwähnt habe. Das ist aber nur so halbpatzig ein bisschen angeschnitten, aber eben, der kommt jetzt, ganz wichtig. Und ja, wenn irgendetwas Breaking News-mäßiges passieren, dann würden wir uns da wieder melden mit dem Podcast und sonst ist wieder nach der nächsten Grand Prix. Und ja, bis dahin wünschen wir euch schon mal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal beim Unsafe Release.